this crown of ash and salt, their kindness calls to me. I have to block it out. My voice has grown so somber. These words don't seem like mine, but the iron won't subside. No matter what I try. My raindrops in the flood, in this emptiness, in the storm. If I falter, if I fall, the wave inside my soul carries all I know. Who can take my hand in the flood? Her voice calls me forth through darkness unknown. My heart with silence burns through solemnness and bone. The edge beyond the shore, this weight of root and rod. I long to reach the other, to find the path we lost. And my raindrops in the flood, in this emptiness, in the storm. If I'm broken, if I'm torn, the wave inside my soul carries all I know. Who can take my hand in the flood? Hallo! Guten Tag! Ja! Lang hat es nicht gedauert. Oh, wieder nie gekommen. Hä? Also, das sollte jetzt nicht sein. Ja, wir spielen heute wieder Horizon. Hallo, Mandu. Das muss jetzt wieder gehen. Ja. Ich hab gerade irgendwie was kaputt gemacht. Ich weiß aber nicht was. Schaut gut aus. Ja, Hauptsache es schaut gut aus. Das mir gerne mal eine Spei. So. Wer beim letzten Mal nicht dabei war. Wir haben eine Hauptstory gemacht. Haben wir ein bisschen was von der Gegend nochmal entdeckt. Haben wir die Brutstätte da erledigt. Zum Schluss nochmal. Hallo Tati Telesa. Da gibt es übrigens auch ein Video auf YouTube. Genau. Nächstes Ziel. Ist sehr wahrscheinlich da herum die Stadt der Utaru. Frage ist, ob wir da nicht das da noch mitnehmen, die 3 Sachen da. Darf mich fast interessieren, was da Sache ist. Ja. Fangen wir einfach mal an. Können wir mal wieder ein bisschen klar sein, weil da schon lange her, was weiß ich. Gleich mal scannen. Weil da gibt es auch wieder verschiedene und ich habe jetzt ausgekriegt. Tag und Nacht unterscheidet sich von den Maschinen her. Wo haben wir denn die Hoppala? Ansprungsschläge. Säure, Feuer und Frost.
Auf alle Fälle sind sie jetzt zu viert, das heißt, wir lassen es in Ruhe. Ha! Eine glänzende Feder. Kann man auch bei brauchen. Muss man etwa wieder auf den Berg Das rauf. ist wohl einer der Utaro-Landgötter. Übrigens habe ich was umgestellt. So testweise Steuerung. Wo war denn das? Da ist dynamisch. Was macht der denn hier? Was? Langgott Flughorn. Das Signal muss ganz nah sein. Ja. Das kommt für später zum Vorrat. Was für Signal eigentlich? Unbekanntes Signal, das wurde schon lang begleitet anscheinend. Da ist ein Himmelsgleiter-Areal. Da werden wir dann auch noch hingehen. Auf alle Fälle haben wir wieder einen Landgott gefunden, der wo sich gerade ausruht. Und einen Gräber und einen Plünderer. Bewährte Taktik, Scharfschussbogen. ...863. Da legst du mich noch. Die haben jetzt Ich wieder muss gut Plünderer erlegen, wenn ich geschaut. die Überbrückung reparieren will. Hä? Hä? Welche Überbrückung? Verstehe das Ganze gerade nicht. Da oben und da hinten. Ich bin aufgeflogen. Okay, das war jetzt anders geplant. Au, au, au. Ah, sag mir, dass mit dir immer trifft. Geht doch. Ich weiß aber jetzt nicht. Ach so. Eine Metallblume. Das war das blockierende Weg. Ui, wo gibt es Fische? Gebratener Fisch? Oder so? In die Angebot? Himmelsgleiter. Ich sollte mit Frostmunition schießen. Mhm. Mit
Was haben die wieder? Ah, Schock. Noch nichts Schockmäßiges. Hm. Hä? Wow, das wird spät. Ja, freilich! Au, 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 au. Feuer. Das ist gar nicht gut. Freilich killen wir mir ein Wildtier, weil... warum denn nicht? Gott. So, das gleiche dann nochmal. Gib. Keine Munition. So. Erledigt. Und ja, ich habe keine Ahnung, wieso Musik gerade so laut war ist. Dann da eine Energiezelle oder irgendwie sowas. Ich habe keinen Platz. Das kommt in meinen Vorrat. Kein Platz gibt sowas nicht. Ich bin jetzt das Wildtier, wo es mehr erlegt haben. Oder? Irgendein Wildtier erliegt, aber. Fragt's mir bitte nicht, wo's. Kann's nicht sagen, ich weiß gar nicht, wo die Musik herkommt. Da war Unterschlupf. Möchte da noch geschwind zu dem Stürmerareal. Ja, Reinklang. Die Plage breitet sich über die Utaro-Felder aus. Ich muss Gaia zum Laufen bringen. Legen wir los. Bleibst du? Ich glaube fast, das ist gewollt. Die singen einfach.
Hallo, speichern? Dann gehen wir erst zum Stürmerareal. Right. Da vorne haben schon wieder Himmelsgleiter. Da haben wir da mit rüber über die Verderbnis oder was auch immer das ist. Da durch ein... Keine Ahnung, was die da abgebaut haben. Landgott Flughorn. Meer der Landgötter der Utaro. Sie verpesten die Felder. Es ist, als ob sie immer noch nach ihrer Programmierung handeln. Auch wenn sie damit alles töten. Ich glaube, das ist gewollt. Was? Unbekannter Maschinenstreit. Da war eine Brücke gewesen. Lass dich da draußen nicht von den Maschinen erwischen, Besucherin. Ja, ja. Da sind Val und So. Sofort. Eine Fremde. Sei auf der Hut, wenn du von Rheinklang nach Südwesten gehst. Es gibt Berichte von den Tenakt-Rebellen in der Gegend. Unsere Späher wurden schwer verletzt. Ich werde dran denken. Mhm. Klingt, als ob die Utaro Hilfe mit den Tenakt-Rebellen brauchen. Da hat man die Heu schon erlegt. Die singen nur so. Vor dem Chor? Was soll das? So, stimmt. Ich bin hier, wie versprochen. Der Gesang. Heißt das, der Chor ist bereit? Er ist versammelt. Ich hätte das nicht geschafft ohne Wahl. Aber ich weiß nicht, ob das etwas bringen wird. Der Chorus singt in Dissonanzen. Das mit der Höhle ist schon schlimm genug. Landgöttin Fa ist immer noch nicht wieder da. Und mit jedem Tag drängen mehr tödliche Maschinen ins Freie. Greifen die Verteidigung an, die wir um den Eingang herum aufgestellt haben. Aber das ist nur einer von vielen falschen Tönen. Mit deiner Nachfrage hast du viele Spaltungen im Chor selbst sichtbar gemacht. Und im Stamm. Ich verstehe, dass die Höhle heilig ist, aber wieso zieht es so viel Drama nach sich, wenn ich sie betreten möchte? Das Drama gab es auch davor schon. Viele im Stamm und im Chor wollen, dass wir alles so machen, wie wir es immer gemacht haben. Was oft nichts war. Aber andere wollen Veränderung oder extreme Maßnahmen. Deine Frage hat der Debatte wieder Leben eingehaucht. Klar, Tradition. Damit hatte ich schon mal zu tun. Aber man muss mit jedem Stamm anders umgehen. Wenn du meinst. Also lässt du die Höhle verteidigen? Nur mit ein paar Holzbarrikaden. Wir haben keine Steinmetze wie die Karja oder die Osseram. Es sind unsere Bogenschützen, die die Maschinen aufhalten. Sie wehren jeden Tag neue Angriffe ab. Hoffentlich halten sie durch. Welche Maschinen kommen aus der Höhle? Ausbeuter und Jägerkiller. Zäher als alle, gegen die wir bis jetzt gekämpft haben. Bösartiger. Mit einem lilafarbenen Schimmer. Kommt mir bekannt vor. Du hast schon gegen solche Maschinen gekämpft? Wenn es die sind, für die ich sie halte, dann ja. In der Höhle könnte es noch ein anderes Problem geben. Noch ein Grund, mir das jetzt anzusehen und eine Lösung zu finden. Du sagtest, du hättest den Chor nicht ohne ihn versammeln können. Was hast du getan? Einige
Mitglieder des Chors haben sich geweigert, deine Bitte zu diskutieren. Sie glauben, dass die Höhle allein den Landgöttern gehört. Aber Val sah, dass das, was du mit Reh getan hast, zu unserem Vorteil genutzt werden könnte. Manchmal reicht es nicht, wenn man die Anführer fragt. Andere müssen für dich fragen. So viele wie möglich. Es hat sich herumgesprochen, wie du Reh beruhigt hast. Vielleicht wurde es auch ein bisschen übertrieben. Das wachsende Interesse hat den Chor unter Druck gesetzt, bis sie sich endlich getroffen haben. Bei den Stammmüttern hat es schon einige Male funktioniert. 1 oder 2 Mal. Sogar bei meiner eigenen Mutter. Sehr gut. Dann kümmerst du dich um die Diplomatie. Oh nein, ich bin sicher, dass wir dich dafür ab und an noch brauchen werden. Also ist der Chor bereit. Was jetzt? Sie diskutieren über deine Bitte. Sollten wir dann nicht mit ihnen reden? Wenn du bereit bist, aber keine Angst. So schnell ist ihre Debatte nicht vorbei. Solche Versammlungen können Tage dauern. Okay. Dann sollte ich vielleicht erst meine Vorräte aufstocken. Wer weiß, wie viele Maschinen in der Höhle sind. Vorausgesetzt, dass der Chor dir Einlass gewährt. Aloy kann in solchen Situationen ziemlich überzeugend sein. Abwarten. Bereite dich vor. Wir warten oben auf dich, wo der Chor versammelt ist. Also, eigentlich bin ich soweit. Und vor allem ist die Musik so laut. Es tut mir leid, aber ich kann es nicht ändern. Die singen so laut. Da muss ich Affe? Kann ich da Affe? Also da komme ich dann Affe. Also auf alle Fälle eine Werkbank. Und du auch nicht. Ich glaube, ich muss da Affe. Ja, füll mir im Vorrat noch auf. Weil, warum nicht? Ist zumindest ganz kurz eine Ruhe gewesen. Boah! Wir hätten uns immer wieder, was? Ich habe dich beim Training vermisst. Halt, Fremde! Der Chor beratschlagt noch. Ja, okay. Mehr. Gyros-Burger Video, sehr gut. Danke. Oh. Schock. Frostschaden war schlecht, aber dann. Ich kann Spulen kaufen? Ach so. Er hat die Stufe der passiven Stärkung geschickte Plünderin. Und zwar gibt es da noch bessere? Bestimmt. Rohstoffe. Ich verkaufe nur noch das, wo ich mir wirklich sicher bin. Ich habe 13 bearbeitete Metallblöcke. Und das andere verkaufen wir jetzt einmal nicht. Bringt uns zwar noch mal ein bisschen was, aber das ist mir nicht wert. Okay, da haben wir mehr wie genügend Werkzeuge. Steine haben wir auch so viel. Spulen. Agilitätsschaden bringt mir nichts.
Aktuell haben wir die. Ich glaube, das ist aktuell die besser, wo es so ein wenig gibt für unser Ding. Konzentrationsregeneration +2. Bist du neuer Jäger Mit oder einer so? Fremden vor den Chor zu treten. Ich hoffe, das klappt. Wie weit am froh, wenn es um ist? Zeit für jemanden, der dir einen Gefallen schuldet? Aloy, Chef! schon du kommst gar nicht mehr. Wie gefällt dir Reinklang? Sehr beeindruckend. Klar, wenn man auf den Geruch von Dunk steht. Ach, was red ich da? Ich werde auch nicht mehr losziehen, versprochen. Die Leute brauchen mich. Die anderen Entführten hatten es schlimmer als ich. Viel schlimmer. Hilf ihnen so gut du kannst, Jeff. Mach ich. Mit dir kann ich zwar nicht mithalten, aber trotzdem. Schau her. Wieder angetroffen. So, da muss jetzt irgendwas sein. Okay. Aloy, ich wollte mich nochmal dafür bedanken, dass du mein Leben gerettet hast. Wir haben nicht viel, aber meine Rationen halten dich in der Wildnis bei Kräften. Versprochen. Ja, das glaube ich sofort. Ein Tarnabriss für 3 Minuten. 3 Minuten richte nichts aus. Ich hoffe, du weißt, dass hier immer eine warme Mahlzeit auf dich wartet, Aloy. Danke. Ja, ja. Wen haben wir denn da? Was ist da herum? Nix? Reinklang, ja. Schaut sehr gut aus. Schauen wir mal da um. Da gibt's auch noch was. Plus Nebenquest. Die war da unten. Da unten war eine Werkbank. Wenn wir noch geschwind dürfen. Aber springen können wir auch rein. Gut. Dürfen wir bestimmt nicht einige. Upsi. Na, weiter noch rum. Es tut mir so leid. Ich kann ein Kleid an die Teufel. Stellt 40 Waffenausdauer wieder her. Ja, Waffenausdauer bringt mir nichts. Ich brauche Mut. Fallende Beeren. Ja, komm, kauft man auch noch nicht. Die kosten eine Metallscherbe. Der Beutel ist voll. Aber im Rucksack ist noch Platz. Ist doch von dem Gefühl. Also das da haben wir jetzt. Du da, nicht drängeln. Das ist der Maschinenstreit. Starte ich auf die Story, weil ich glaube, es versteht es mir nicht einmal noch schon so richtig. Danke, Tati. Entschuldige? Du stimmst nicht in den Gesang mit ein? Denn die Gerüchte sind also wahr. Du musst die Soldatin sein, die Regalas Streiter siegte. Und die hier für mächtig Aufruhr gesorgt hat. Was macht eine Tenakt in Reinklang? Vorräte aufstocken für die Reise ins Jagdgebiet. Du solltest hinkommen, nordwestlich von hier. Eine gestandene Soldatin wie du schafft die Prüfungen dort bestimmt. Schätze ich auch. Vielleicht sehen wir uns dort. Das Land holt sich alles zurück. Neue Jagdgebiete in Reinklang.
Ah. Ja, die Richtung war ich natürlich noch gar nicht. Die war da oben, schau mal. Ansonsten schaut's mau aus. Werkbank benutzen. Ah. Fallenherstellung. Warum sollte ich? Stachelschnauze haben wir immer noch nicht. Brüllrücken haben wir auch noch nicht. Frostjägerbogen und das andere mag ich nicht verbessern. Genau. So. Sie singen einfach weiter. Das heißt, der Chor tagt immer noch? Die Menschen singen, um den Chor zu beruhigen und ihnen weiterzuhelfen. Wären sie im Einklang, wäre das nicht nötig. Ich muss doch nicht zurücksingen, oder? Natürlich nicht. Sie hören auf zu singen, wenn wir uns vorstellen. Bereit? Okay, gehen wir zu ihnen. Rede. Eure heilige Höhle. Darin ist etwas, das ich brauche. Wenn ich es habe, werde ich... Und der Nora haben uns von dir und deinem Anliegen erzählt. Wir wissen nichts von einem Geist in der Höhle. Nur von Fa, unserer Landgöttin, die dort hineinging und nicht wieder zurückkam. Die Macht der Landgötter ist gebrochen. Wir sind geschwächt. Geistererzählungen helfen uns nicht. Nichts wird helfen. Wir werden schwächer. Wir sterben. Und werden fruchtbarer Boden für neues Leben. Das ist die natürliche Ordnung. Moment. Ihr wollt einfach herumsitzen? Bis ihr alle zu Wurmfutter werdet? Ernsthaft? Sagt die Fremde, die unseren Glauben nicht kennt. Bitte! Vergesst nicht, wie Sireh Frieden brachte. Hör ihr zu! Du hast schon mal so unbesonnen gehandelt, Zoe. Wir sollten nicht vergessen, dass du den Krieg gegen die Carja angefacht hast. Immerhin will sie helfen. Wie? Indem sie dazu einlädt, mit unseren Traditionen zu brechen? Sollen wir uns den Wünschen jeder unverschämten Fremden anpassen, die nach Reinklang kommt? Nein. Ihr solltet euch anpassen, weil eure eigenen Lande euch umbringen. Sie hat recht. Wir waren dabei und haben gesehen, wie die Landgötter sterben. Und das sollen wir bei unseren Nachbarn auch machen. Und unseren Kindern. Und diese eine Fremde kann uns retten? Was für ein Unsinn. Ein einziges Saatkorn ist im unendlichen Kreislauf von Wachstum und Tod bedeutungslos. Ein Alarm. Er kommt aus den Bergen. Was ist passiert? Kommt das von der Absperrung? Es ist ein Alarm! Maschinen durchbrachen die Absperrung. Dann sollten wir helfen. Was ist mit dem Chor? Wenn die Absperrung gefallen ist, hält uns nichts davon ab, in die Höhle zu gehen. Die Zeit für Erlaubnis ist vorbei. Dann mal los.
Reinklang, Aloy. Jetzt singen's noch bei. Bald kommen die Sterne raus. Okay, da müssen wir hintreten, mal. Auf den Feldern wird gekämpft. Krallenschreiter. Spitzenplünderer. Spitzenplünderer. Eine Variante des Jägerkillers, die an ihren schwarzen und goldenen Rüstungsplatten sowie lilafarbenen Muskeln zu erkennen ist. Sie wurde modifiziert, um wesentlich robuster und tödlicher zu sein. Ja, die normalen Plünderer glauben ja nicht, gell? Freilich. Ja dann, lauf auch. Das sind keine normalen Maschinen. Nein. Sie müssen von der Absperrung kommen. Die anderen verteidigen Reinklang. Wir müssen weiter. Welchen zuerst? Glaubst du wirklich, wir können noch irgendetwas ausrichten? Wenn ich recht habe. Ja. Greift sie nicht frontal an! Also die haben aber schnell gekommen. Mehr Maschinen. Also Diese schon Maschinen langsam bin ich echt stärker, interessiert, wo das tödlicher herkommt. als normal. In dieser Höhle steckt mehr als Minerva und ein vermisster Landkreis. Ich hab die im Visier. Ich lasse mich nicht einschüchtern. Au, au, au. Spitzenhühlerherz. Gott, oh Gott, oh Gott. Ein Stein. Feuerdornrücken. Kann man mit Dieser da Pfad hin? ist der Weg zu den Landgöttern. Er führt uns zur Absperrung. Ah, okay. Da kann man noch mehr. Mehr Maschinen. Wir können sie erledigen, Aloy. Wir folgen dir. Ein Jägerkiller. Kein leichter Gegner. Wir haben uns gesehen. Au, au, au. Hallo, kritischer Schlag. Ich sollte mich heilen. Ja, das ist korrekt. Ich glaube, das habe ich gerade übersehen. Oh Gott. Ja. Ich glaube, da brauchen wir unsere Fähigkeit. Haben wir eigentlich noch eine Fähigkeit? Haben wir alles hergegeben. Außenposten. Reinklang. Rohstoffe. Ah. Verkauf gegen Metallscherben. Also eigentlich braucht man es nicht, aber irgendwie weiß es auch nicht. Mehr Maschinen. Wir können sie erledigen, Aloy. Wir folgen dir. Was haben wir da? Sinnlos, hier Säure einzusetzen. Schock. 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 Okay. Also hilft in meinen Augen nur offener Kampf. Wir wurden entdeckt. Ja, ja. Wow.
Warum springst du denn nicht? Brauchst du Munition? Ich mach die Maschine klar. Wir lassen uns nicht aufhalten. Au, au, au. Viel besser. Ich seh wieder nichts. Mit einem Schockangriff. Au! Ja, schnell rüber. Munition für dich. Ich schlage zu. Ach das. Für die Gefallenen. Mehr Munition? Lebst du noch, Nora? Boah, ja. Fast verloren. Wird wohl übermütig. Au, anti-schnell. Glaubst du, du kannst mich jagen? Ich halte Ausschau. Das kommt in meinen Vorrat. So, das haben wir aber jetzt nicht runtergeschossen, oder? Kommt jetzt die Waffen hier? Jetzt mir das nicht eher sagen können. Warum ist da auch noch Krallenschreiter? Ich warte hier auf dich. Mhm. Ich brauch noch kurz. Muss mir vielleicht ein bisschen, wie soll ich denn sagen? Auffrischen oder so. Doch, da gibt's einen Haufen Holz. Da komme ich nicht hin, Aloy. So viele Maschinen kamen durch. Was ist mit den Verteidigern der Absperrung passiert? Wir sollten auf alles gefasst sein. Ich brauche mehr Munition. Ah, geht der Munition aus. Oh. Okay. So geht's auch. Stein. Brauche Heilung. Durchdringender Stachel. Ich gleite. Mhm. Ist jetzt da unten noch ein Viech? Oder schon wieder? Ich halte Ausschau.
Andauernd will uns irgendwas töten. Gib mir jetzt deinen Schwanz. Ich warte hier auf dich. Ah, sag mal. Das hat richtig reingehauen. Ich brauche mehr Munition. Ich treffe gar nichts mehr, hä? Das waren alle. Und jetzt zur Absperrung. Dann los. Bin gleich hinter dir. Krallenschreiter, Klingenschweif. So hab ich's gern. So, wo bist du denn? Was? Was haben wir denn? Spuren gekriegt. Klebstoff. Spitzenplünderer jetzt. Dann haben wir eh schon mal kurz. Folge Su zur Absperrung. Das kann ich später aus dem Vorrat nehmen. Ein Problem ist nur, wenn die nicht mehr weiterkommt, habe ich ein Problem. Oh, Scheiße. Der war rein gar nichts sagen. Die wieder da jetzt nicht wirklich festhängen. Oder? Ein Verwüster. Oh, geht doch. So sind Sachen, die sind nervig. Aber bevor wir jetzt da weiterlaufen, erst noch einen Kaffee schon trinken. Weil das ist wichtiger. So, jetzt lauf ab. Wir schon umgehen, aber du willst doch nicht. Hast du lieber noch aufhalten Lust für irgendwelche, keine Ahnung was. Haben wir nur noch Heilpflanzen? Kann noch brauchen, wenn es war. Jetzt war noch ein bisschen was, aber vorher nicht mehr. Gott. Die Absperrung. Was davon übrig ist. So viele Tote. Wir trauern um sie, wenn die Zeit reif ist. Fürs Erste müssen wir weiter. Mhm. In die Höhle. Ein Haufen Metallscherben. Was findet man denn da schön? Oh. Utaru-Flüsterin. Stille Schlagstärkung. Aha. Interessant. Mal schauen, vielleicht verbessert man die dann auch noch.
Wir sollten nicht warten. Mögen die Landgötter unser Eindringen vergeben. Da können wir sowieso nicht rauf. Wüsste nicht wie. Was ist das? Eine Art Wand. Aus Licht. Wir folgen dir, Aloy. Ah, jetzt können wir rauf. Ich hab's mir schon fast gedacht. Ja, freilich trampelt's über meine Hände drüber, ist eh klar. Was ist das da? Wie eine Brutstättentür. Werkstatt Tau. Aha. Also gehen wir jetzt in die zweite Brutstätte. Um zu verstehen, was darin vor sich geht, brauchst du das hier. Auf die Schläfe. Genau so. An der Tür ist blaues Licht. Ja, da gewöhnst du dich dran. Keine Angst, Jill. Ich helfe dir. Hör zu, die Maschinen, gegen die wir kämpfen, sind anders. Gefährlicher. Das heißt, dass hinter dieser Tür etwas sehr Mächtiges auf uns wartet. Das uns tot sehen will. Folgt mir und seid auf alles gefasst. Dann los. Auf Wir geht's. müssen den Kern dieses Orts finden. Hier ist so viel Metall. Wer hat das gebaut? Maschinen. Wie du sie noch nie gesehen hast. Nicht aber du Murphy. Oh, Hier sind Maschinen. Wir müssen sie ausschalten. Direkt hinter dir, Aloy. Munition wird es ein langer Kampf. Säure. So. Ich brauche sowieso den da. Ja, hallo! Dann mal los! Boom! Wow, die Säure zerfrisst sie. Aloy, hier ist Munition. Hier, nimm diese Munition. Oh, Größere Maschinen erlegt. Auf in den Kampf.
Au, da wischen sie mich auch einer. Die gehört mir! Keine Chance! Nimm die Munition! Alle erledigt. So. Wir haben die Maschinen erledigt! Ja. Das ist also eine Brutstätte, wo Maschinen geboren werden. Es sieht so aus, doch wenn die Landgötter hier ein- und ausgehen, ist das nicht alles. Sie werden hier auch repariert. Und der Noch eine Wand. Geist, den du suchst, Da geht's nicht weiter. ist hier drin? Minerva? Vielleicht. Aber ich glaube, das ist nicht alles. Heilung oder so? Gibt's anscheinend nicht. Okay. Dann gehen wir weiter. Uns werden jetzt quasi so Brutstätten nochmal Hier, du. neu gelegt. Da haben wir aber schon die ersten. Diese Kabel leuchten. Das habe ich schon mal gesehen. Sie sind wie eine Infektion. Das Ding, das uns tot sehen will, es übernimmt Orte wie diesen und macht Killermaschinen. Es nennt sich Hephaestus. Sogar der Berg ist bis ins Mark verdorben. Ach so. Diese Kabel blockieren den Weg nach oben. Ihr zwei wartet hier. Ich finde einen anderen Weg. Okay. Wenn man auf diese Platte tritt, wird etwas aktiviert. Was? Achso, auf die du. Was sind das für Platten auf dem Boden? Teile der Säulen scheinen sich zu drehen. Vielleicht stoppen sie, wenn ich auf sie schieße. Und geben einen Weg frei. Wie geht's dir so? Dieser Ort war für die Landgötter bestimmt. Kein Utaru hat ihn jemals betreten. Aber ich musste, oder? Die Zahnräder müssen an dir der und richtigen Aloy zu Stelle helfen. sein, um einzurasten. Und Fahrt zu Ach finden. so. Du tust das Richtige so. Ich muss die Zahnräder treffen, wenn sie an der richtigen Stelle sind. Ah. Das war ganz gut. So, jetzt sollte ich da hochklettern können. Aha. Und weg ist sie. Genau. Papa, ciao. Was ist das da hinter der Wand? Was es auch ist. Mehr Säulen. Vielleicht komme ich rüber, wenn ich sie in die richtige Position kriege. Noch eine Bodenplatte. Aber von hier aus treffe ich die Zahnräder nicht richtig. Vielleicht kann ich sie mit irgendwas runterdrücken. Es ist halt da gefühlt Hast du einen nichts. Weg rüber gefunden, Aloy? Ich arbeite dran.
selbst. Das zweite Gesicht. Hat Aloy damit gesehen, was ihr tötet? Ja. Es füllt dich. Licht, Bilder, Glyphen, Schwachstellen von Maschinen. Haben alle Nora so eins? Nein, nur Aloy und ich. Und, naja, jetzt du. Die Gruppe ist scheuer. Wenn das nochmal so platten. Und man muss doch was sein, oder? Ah. Die Kiste sollte schwer genug sein. Die Kiste passt nicht durch die Öffnung. Ja, wie? Oh, da geht's durch, oder? Ich glaube, ich krieg die Kiste durch den Schild. Aber ich gehe lieber außen rum. Genau. Aloy scheint Orte zu kennen. Was ist mit dir? Also wir kennen so Orte schon, ja. Das war's. Die Zahnräder der Säulen sollten jetzt frei liegen. Scheinen dieses Mal nur 2 Säulen zu sein. Guter Schuss, Aloy! Oh. Banana? So. Jetzt sollte ich rüberkommen. Sie ist so weit oben. Fall nicht runter, Aloy! Ja, ja, jetzt da zeigt nicht um mich. Ui. Wie läuft's denn da oben, Aloy? Gut? Ich glaube, ich hab's gleich. Und noch mehr Säulen. Hier muss auch eine Platte sein, um sie zu aktivieren. Yep. Eins weniger, nur noch 2. Gut gezielt. Ah, no was. Okay, jetzt kann ich rüber. Na, du schau her. Das ganze Metall ist so kalt wie im Winter hier. Weit ab von der wärmenden Sonne. Befestes Kabel sind überall auf dem Knoten. Vielleicht kann ich ihn überbrücken. Machst du Überbrückung nicht mehr? Geschafft. Die Kabel bewegen sich. Sie ziehen sich zurück. Wir können die Lüftung hochklettern. Und dann? Hoch mit denk. Kämpft es? Wie kommen wir rüber? Der Knoten auf der anderen Seite ist von Kabeln umwickelt. Ich versuche hinzukommen. Wir warten hier. Ah, jetzt kämpft's. Da kann ich schon mal um. Hätte ich jetzt gesagt, mit meinen jugendlichen Leichtsinn. Das war knapp. Okay. Wie komme ich jetzt hoch zum Knoten? Ich will nur Truhe. Das verstaue ich für später. Energieschild. Mist. Wie komme ich wieder hoch? Alles okay da unten? Ja,
Was war jetzt das? Hallo? Jetzt wieder um mich kraxeln. Okay. Schade. Wow, das war ein weiter Sprung. Ja, das macht nichts. Hey Leute, ich kann das. So, und das mir vielleicht nicht überspringen, weil... Nicht ganz so toll. Was ist das da? Okay, mal sehen, was wir tun können. Hast es geschafft? Kommt rüber, ihr zwei. Na, kommt's. Prime-Rüstung an Einheit G Typ 1 transferieren. Wer ist das? Hephaestus. Er hat hier alles übernommen. Gamma Matrix 5 aktivieren. Da ist wohl noch ein Knoten auf der anderen Seite. Bei der Tür. Dann mach dein Ding. Treibstoffversorgung von Einheit G Typ 1 Da starten. unten ist eine Plattform. Ich kann sie erreichen, wenn ich gleite. Heute nicht überall fest, voll heute dann gleich an. Prime-Rüstung an Einheit G Typ 1 transferieren. Wer ist das? Hephaestus. Er hat hier alles übernommen. Gamma Da ist Matrix wohl noch ein 5 Knoten auf der anderen Seite. Bei der Tür. Dann mach dein Ding. Ja, ja, kriegen wir hin. Ich denke mal, ich muss dürfen. Wenn schon die Lüftung bloß, dann werden wir gleich. Versorgung von Einheit G Typ 1 starten. Hm? Mhm. Durchsatz um 20% erhöhen. Aber da oben ist ja noch was. Aber der hat sich ganz schön bedrohlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Zusatzverteilung J1 Zeta einschalten. Sekundäre Diesen Wagen Pakete transportieren. Materialwucht 5 Was und hat Hephaestus 12 vor? transferieren. Wahrscheinlich die Menschheit wieder Über auslöschen. uns. Sie ist in der Luft. Nicht loslassen, Aloy! Yep, wer hätte das gedacht? Einheiten A59 bis B24 laden. Angekommen. Okay. Was jetzt? Ich sollte zu der Plattform da unten gleiten können. Rüstungsauswertung Alpha ausführen. Da ist der Knoten. Bin da. Na, nicht zur Haupt. Nebenleitungen 9AX umschalten. X wird umgeschaltet. Rüstungsauswertung abgeschlossen. Wer ist Hephaestus? Und Eine was will er an Maschine. diesem Ort? Er hat schon früher Anlagen übernommen, um tödliche Maschinen zu bauen. Führen wir mal unser Zeigerbank auf, weil ich weiß ja nicht, was kommt.
Lieber bin ich vorbereitet. Aber er war nicht immer feindlich. Er war einmal Teil von etwas Gutem. Etwas namens Gaia. Mhm, er war einmal. Jetzt ist er böse, weil er außer Kontrolle geraten ist. Und das müssen wir mir verhindern, dass er da wieder gut wird. Noch mehr Kabel. Sie bedecken die Tür. Ich glaube, wir sind fast am Kern. Seid bereit. Wir geben Deckung. Oh nein. Was hat Hephaestus ihr angetan? Eine Waffe aus ihr gemacht, die früher oder später genutzt werden wird. Und dann Einklang. Wenn mein Volk sieht, was daraus geworden ist. Wenn eine seiner Gottheiten es angreift. Ihr wisst, was zu tun ist. Baal. Bereit? Wir müssen da runter. Oh. Ich hab da was fliegen sehen. Diese Kuppel aus Licht. Beschützt sie die Maschine? Ja. Hier muss ein Knoten sein, den ich überbrücken kann, um sie abzuschalten. Ja, erst noch sammeln. Grimmhorn. Ein Pflughorn, das für den Kampf modifiziert wurde. Es wurde mit mächtigen Fernkampfwaffen und Feuerangriffen ausgestattet. Schwach gegen Löschwasser und Säure. Das ist schon mal gut. Pflughornhorn. Das braucht man. Das ist eine Waffe. Okelidokeli. Nochmal heilende Beeren. Wenn ich es brauche. Also wir sind jetzt voll. Wir überbrücken jetzt den Kern. Angriff erkannt. Setze Gegend 1 ein. Also dann. Ich hab viel im Visier. Aloy, Säure verlangsamt. So, das hat mir erledigt. Wir kümmern uns um sie, Aloy. Dann hol ich mir den Großen. Ein Langbein! Er hat schwere Waffen auf dem Rücken. Wenn ich sie entferne, kann ich sie benutzen. Au! Au, 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 au. Boah.
keine Munition mehr. Boah. Nicht auf. Ah, sag mal. Mich doch nur sein Horn. Aua. Ach so. So läuft es. Ach, sag mal, was kommt denn Neues? Au, au, au. Ah, wo sind die Waffen? So, dann haben wir jetzt noch einen da. So, jetzt haben wir da noch das Leid. So, da ist ein Flughornflug. Flughornhorn. Da ist der zweite. Das war's. Ich glaube, wir sind hier fertig. Stufe 20. Sie trauert um eine Maschine, die uns fast umgebracht hätte? Sie ist immer noch ihr Gott. Ich trauere nicht um einen Gott oder eine Maschine, sondern weil ich meinen Glauben verloren habe. Weißt du, so, wenn du willst, kannst du heimgehen. Habe ich noch ein Heim? Und wenn ja, wie lange noch? Kannst du unsere Lande wirklich heilen? Mein Volk retten? Schritt für Schritt. Und wir fangen hier an. Eindringling identifiziert. Zerstörer der Druckstätte Epsilon. Dieses Mal nicht den Bestes. Durch Energieumleitungen. Löschung steht bevor.
Rückzug in die Netzwerk-Cloud. Ein Blick. Dein Tod ist unausweichlich. Nicht schlecht. Na dann mal hoch. Noch mehr? Wie Aloy sagte, das ist erst der Anfang. Erledigt. Aloy, der Kern. Mein Fokus zeigt Hologramme. Beschädigte Überwachung. Ich wünschte, ich wüsste, wie ich sie wiederherstellen kann. Und das sind Daten Flughorn. von Maschinen, die ich noch nicht gescannt habe. Dornrücken. Hast du alles? Ja, Dann beeilen wir uns lieber. Können wir jetzt nicht wieder zurück? Taruflüsterin, das Auge der Erde. Haben wir noch eine Heilpflanze? Die nehmen wir noch schon mit. Ansonsten... Was wir jetzt alles haben? Betritt die Anlage. Ist nicht egal, verlasse die Anlage. Ah. Hallo Absolventen der Ursprungsanlage 9. Willkommen in der... Fehler. Unbefugter Zugriff bekannt. Das klingt gar nicht gut. War das der Geist? Minerva? ich glaube nicht. Zumindest nicht direkt. Was werden wir mir da finden? Achtung! Das gesamte Personal muss die Anlage verlassen. Unverzüglich. Irgendetwas will uns hier nicht. Mhm. Was genau war das hier? Hast du sowas schon mal gesehen? Nein. Da. Das ist unser Ausgang. Bei irgendwo scannen? Wie irgendwas? Fehler. Unbefugter Zugriff. Anlage wird abgeriegelt. Draußen bleiben. Was ist hier los? Na, zumindest funktioniert die Notbeleuchtung. Was war das gerade? Minerva ist definitiv hier. Und ich glaube, sie will uns aufhalten. Ich gehe vor. Vielleicht finde ich einen Eingang. Sollen wir sicher nicht mit ihr mitkommen? Minerva kann gefährlich sein. Ich schaue, dass es sicher ist. Okay. Wenn du uns brauchst, wir sind hier. Okay. Also wir zählen wir ja als Eindringling, also alle anderen. Mir natürlich nicht, weil wir sind mit Elisabeth. Aber die anderen, glaube ich, sind nicht willkommen. Also glaube ich ganz schwach. Auf alle Fälle dürfen wir mir nicht zu ihr kommen. Oder Minerva. Ich bin so gern zu ihr. Okay. Ich muss Minervas Versteck finden. Ich muss einen Weg finden, auf die Systeme der Anlage zuzugreifen. Verschlossen. Guten Tag. Mir geht's gut. Und selber? Warnung. Zugangsbeschränkung. Du bist Ja. hier nicht Hey, erwünscht. macht's mit dir zu? Nein, tut mir leid.
So leicht wirst du mich nicht los, Minerva. Das ist noch Vielleicht kann ich sie Looting. aufziehen. Guten Tag. Sehen, wohin sie führt. Über mir weht ein Luftzug. Ah, Vielleicht ein Ausgang aus diesem Schacht. bestimmt. Oh, jetzt sind wir ja draußen. Und ich bin draußen. Ich muss einen Weg zurück in die Anlage finden. Wo haben wir denn mir eigentlich? Ach, da herum. Aha. Vielleicht kann ich oben am Berg nach einem Eingang suchen. Ist die Frage, hast du in Vorgänger gespielt oder nein? Vom Vorgänger her kennt man das Spiel noch nicht ganz durch. Sagen wir es so, es ist sehr ähnlich. Wenn dir der erste Teil gefallen hat, denke ich, wird der zweite auch. Also ich habe den ersten, also so 1,5 Mal auf 100% und bin mit dem zweiten Teil genauso zufrieden. So, heilende Beeren sind auch fast wieder voll. Ah. Also ich kann das Spiel nur empfehlen, Teil 1 und Teil 2. Wenn ich Minerva zur Zusammenarbeit bewege, kann ich sie mit Gaia verschmelzen. Sie endlich zurückbringen. Dann käme alles in Ordnung. Die Plage, die Stürme. Vielleicht hilft sie mir herauszufinden, wer die Fremden im Testlabor waren. Warum hatten sie einen Klon von Elizabeth? Und warum wollten sie ein Backup? Ich sollte zu der Kante gleiten können. Also, müssen wir da einfach. Okay. Dann ist der zweite definitiv Ein auch paar der was Steine für die. sehen locker aus. Mhm, Ich glaube, die kriege ich weg. das glaube ich, ja. Oh. Aber nicht so. Ah, nicht so. Ja, aber wie dann? Ah, Aufstand. Erklärt einiges. Aha. Noch ein Schacht. Lüftungsschacht. PS4 Pro. Hobby. Ich habe ja eigentlich einen Gaming-PC. Dadurch hat mir die PS5 nicht geleistet. Okay. Oh, Jetzt muss ich da irgendwie reinkommen. ist da noch was? Aber ich bin sehr zufrieden mit der Performance und mit der Grafik. Also Sieht natürlich wie eine ist wahrscheinlich Kuppel aus. PS5 noch mal ein bisschen Wofür besser, das wohl ist? aber ist ausreichend. So, dann zahlen wir uns einmal ab. Ah. Nix da. Minerva? Gib mir die Konsole. Bitte. Zutritt verweigert. Das war früher mal anders. Erinnerst du dich nicht? An irgendwas? Du warst mal Teil von etwas Größerem. Etwas Gutem. Gaia.
Genau. Sie kann wieder leben. Aber du musst ihr die Chance geben. Ohne dich geht kein Neustart. Bin ich dran? Weg. Du wirst wohl in ihr verschwinden. Ein Teil von ihr werden, wie du es warst. Das Elend endet dann. Ja. Danke. Danke, Minerva. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Masterüberbrückung aktiviert. Stelle Originalcode für Minerva wieder her. Heuristische Matrix initiieren. Okay. Hallo, Dr. Sobek. Moment. Scanne Daten. Also ist es Aloy, nicht Elizabeth. Es gibt viel zu besprechen, aber die Initialisierung meiner heuristischen Matrix wird noch einige Minuten dauern. In der Zwischenzeit schlage ich vor, du machst dich mit der Einrichtung vertraut. Das ist unsere beste Wahl als Operationsbasis. Und du kannst die Geräte jetzt schon verwenden, um deine Maschinenüberbrückung zu verbessern. Okay. Ja, das klingt gut. Benötigen deine Gefährten Zugriff? Sie werden bald hier sein. Gut, aber bitte überfordere sie nicht, okay? Sie sind nicht sehr erfahren mit Dingen wie... Nun ja, dir. Dieses Mal keine Fälschung? Nein. Dieses Mal ist sie echt. Val, so. Das ist Gaia. Hallo. Hi. Hi. Gaia, wacht gerade noch auf. Sehen wir uns mal um. Ich markiere die Position des Labors auf dem Fokus. Ich habe ein Netzwerk zwischen euren Fokussen eingerichtet. So könnt ihr aus der Ferne kommunizieren. Okay. Und was war das hier? Eine regionale Schaltstelle, von der aus Zero Dawn Nachkommen Terraforming-Prozesse im Gebiet überwacht hätten. Endlich. Sie lebt wieder. Ich schlage vor, du erkundest die Anlage, Aloy, bis meine Initialisierung Gänsehaut abgeschlossen ist. Also ich habe ja Befürchtungen gehabt, dass der zweite Teil das nicht schafft, was der erste geschafft hat. Er wird seinen Ansprüchen gerecht, sagen wir es so. Danke. Ja, ich finde es einfach Cutscene, hab ich nichts verloren drin. So, dann schauen wir uns einfach einmal im Forschungslabor um. Irgendwie hat es was gesagt mit Überbrückung verbessern.
sind Was ist das Kleinigkeiten. Das hier war als Versammlungsbereich für das Schaltstellenpersonal gedacht. Hier würden ganz schön viele Leute reinpassen. Oder vielleicht erstmal nur ein paar. Geht ihr beide voran. Ich will mich ein bisschen umsehen. Okay. Durchs Treppe. Zu. Gaia? Nix. Wieso ist die Tür nicht mit Energie versorgt? Meine aktuelle Betriebsstufe erlaubt mir nur, die Funktionalität von Teilen der Anlage wiederherzustellen. Mit der Zeit kann sich das ändern. Okay. Also, da waren wir mir vorher. Glaub ich. Ja, also da sind wir weiter. Okay. Oh, hier unten war ich schon mal. Hier bin ich in die Anlage gekommen. That's correct. So, gehen wir mal weiter. Da geht's. Dieser nach Ort war also oben? die ganze Zeit hier. Erbaut für Leute, die nie kamen. Warum denn nicht? Weißt du noch, der Typ, von dem ich erzählt habe? Ted Farrow? Er hat es sabotiert. Das war alles nicht so geplant. Aus Niederbayern. Bayerischer Wald. Das soll also ein Labor sein. Das war der eigentliche Zweck. Einige der Maschinendaten, die du aus der Werkstatt unten hast, scheinen beschädigt zu sein. Das Terminal in diesem Raum zeigt dir, wie man sie repariert und die Überbrückung abschließt. Ich schaue es mir an. Überbrückung abschließt? Stelle diese Überbrückung her und schalte damit die Fähigkeit frei, diese Maschine in der Wildnis zu überbrücken. Ach so. Das geht nicht von Anfang an. Na toll. Ja, egal. Was wir haben, nehmen wir. Ist leider nicht. Aber egal. Gut, ich konnte einige der beschädigten Daten reparieren. Aber für den Rest brauche ich wohl Daten von weiteren Maschinenteilen. Meine Initialisierung ist abgeschlossen. Du kannst weiter die Anlage erkunden, Aloy. Wenn du fertig bist, kehre in den Kontrollraum zurück. Wir haben viel zu besprechen. Sieht Das wie ein Büro glaube aus. ich. Richtig. Das sollte ein Zugriffspunkt auf fortgeschrittene Trainingsmodule über Terraforming-Prozesse sein. Leider wurden diese Module gelöscht, als die Apollo-Datenbank zerstört wurde. Echt schade. Leider ja. Das ganze Wissen der Alten verschwunden. Was ist das hier? Das sollten die Schlafquartiere für das Schaltstellenpersonal sein. Erinnert mich an das Bettenhaus für die Aspiranten am Vorabend der Erprobung. Klein, aber fein. Danke für den Follow. Dark Neon. Kein Problem. Die Tür geht nicht auf. Gaia konnte den Zugang wohl noch nicht wiederherstellen. Wahrscheinlich sind da noch gewisse Scheint noch ein Büro zu sein. Abschnitte von Gaia. Wenn nie jemand hier war, wer hat das alles gebaut? Gaia. Mit der Hilfe von Maschinen. Okay, Gaia. Okay. Vielleicht wird es Zeit, mit Gaia zu sprechen. Dann mal nur zu. Was hast du zu sagen? Hallo, Aloy. Hi.
Du bist bereit? Ja. Die Initialisierung ist abgeschlossen. Die Tests haben gezeigt, dass meine heuristische Matrix stabil und einsatzbereit ist. Du hast sicher viele Fragen. Ja, aber erst habe ich 2 große. Danke, Dark Neon. Wir bekommen die Biosphäre nicht wieder hin, ohne dass wir dich ganz machen. Ich suchte im Hades-Labor nach deinen Unterfunktionen, konnte dabei aber nur Minerva finden. Zum Glück ist die Sensorik dieser Einrichtung deutlich fortgeschrittener. Ich suche jetzt die anderen. Übertrage Suchmuster. Empfange. Von Apollo, Artemis und Eleuthia fehlt jede Spur. Sie sind verschwunden. Und die anderen? Äther, Demeter und Poseidon sind sichtbar. In Reichweite. Beschaffbar. Und Hephaestus? Ebenfalls sichtbar, aber anders als die anderen. Natürlich. Seit dem Vernichtungssignal hat Hephaestus sich weiterentwickelt. Außerdem ist er nicht an einen festen Ort gebunden. Er spukt im globalen Netz, das Brutstätten auf dem Planeten verbindet, was ihn außergewöhnlich widerstandsfähig macht. Aber wir brauchen ihn, oder? Korrekt. Seine Fähigkeiten sind essentiell. Ohne ihn kann ich die Ausrottung der Erde nur hinauszögern. Hephaestus ist die einzige Chance auf eine dauerhafte Lösung. Wir fangen mit ihm an? Das ist leider nicht möglich. Ein Versuch, Hephaestus zu beschaffen, ist erst möglich, nachdem meine Fähigkeiten erheblich verbessert worden sind. Zuerst die anderen Unterfunktionen, dann Hephaestus. Genau so ist es. Also Äther, Demeter und Poseidon. Wie komme ich an sie ran? Zur Wiederherstellung einer Unterfunktion musst du an ihre Position reisen und den physischen Prozessor finden, in dem sie steckt. Dann musst du genau wie bei Minerva die Masterüberbrückung nutzen, um die Unterfunktion auf ihren ursprünglichen Code zurückzusetzen. Und wie bekomme ich sie hierher? Die Unterfunktion muss auf ein Speichergerät geladen und anschließend in diese Einrichtung hier gebracht werden. Das Modul mit deinem Systemkern? Ja. Die Kapazität ist begrenzt. Es kann immer nur eine Unterfunktion zeitgleich gespeichert sein. Aber für alles andere wird es reichen. Vielleicht kannst du mir da ja weiterhelfen. Vor einer Weile begegnete mir eine Gruppe Fremder, die mich töten wollten. Sie hatten Servitoren und einen Klon von Elisabeth Sobeck dabei. Ja, das hat ein Fokus aufgezeichnet. Weißt du, wer sie sind? Die Antwort darauf hängt mit dem Ausrottungssignal zusammen, das Hades weckte, woraufhin meine Vorgängerin sich selbst zerstörte. Das Ausrottungssignal? Okay, das klingt bedrohlich. Das Signal stammte nicht von der Erde, Aloy. Die Berechnungen sind hochkomplex. Aber anscheinend liegt die Quelle 81 Billionen Kilometer entfernt. Eine so große Entfernung, dass sogar das Licht 8,611 Jahre dafür braucht. Okay, also was ist so weit weg und warum will es uns töten?
Das Sternensystem Sirius. Sirius? Da wollte Farsineth, sein Schiff. Die Odyssee. Ja, da wollte es hin. Es explodierte. Außer... Warum sollten sie das vortäuschen? Es sollte niemand wissen. Alle zukünftigen Menschen sollten glauben, dass sie nicht dort sind. Moment. Die Fremden, die mich im Hades-Labor töten wollten, die den Klon hatten. Soll das heißen, die sind von... Sie sind Nachfahren von... Farsineth? Ja, davon gehe ich aus. Wow, das ist zwar jetzt ein bisschen fei, aber ich mag es gern wissen. Also müssen wir uns mal Zeit nehmen dafür. Das Signal diente allein dazu, die Erde auszurotten, ja? Warum sollten Nachkommen von Farsineth das tun? Derzeit können wir nur mutmaßen. Die Erde stellte doch keine Gefahr dar. Dazu fehlte uns doch die Technologie. Wir wussten nicht mal von ihnen. Stimmt. Kann es sein, dass sie den Planeten für sich selbst wollen? Die Fremden, die ich traf, waren selbst hinter einem Gaia-Backup her. Wenn sie das geschafft hätten, wenn sie ihre eigene Gaia und ihre Macht verstärkt hätten, bis sie Hephaestus übernehmen könnte. Und dann das ganze Terraforming-System. Dann könnte das System das erreichen, was das Ausrottungssignal nicht geschafft hat. Das Leben auslöschen und vielleicht eine ganz neue Biosphäre aufbauen. Nach ihren Vorgaben. Dann versuchen sie vielleicht dasselbe wie wir. Nur mit ganz anderem Ziel. Sie wollen auslöschen, nicht retten. Nicht gut. Du meintest, Sirius ist weit weg von der Erde. 81 Billionen Kilometer oder 8,611 Lichtjahre. Genau. Und wie wären die Nachkommen hierher gekommen? Auf einem Raumschiff wie der Odyssee, nur eben weitaus moderner. Die Odyssee hätte von der Erde bis zu Sirius fast 300 Jahre gebraucht. Das hier war wohl deutlich schneller. Wenn ihr Schiff Sirius zeitgleich mit der Übertragung des Ausrottungssignals verließ, dauerte es nur 29 Jahre bei 0,297-facher Lichtgeschwindigkeit. Wenn sie aber erst aufbrachen, nachdem sie vom Scheitern des Signals erfuhren, dann war die Reise noch schneller. Mit nur 13 Jahren 0,662-fache Lichtgeschwindigkeit. Gut, das reicht. Mir schwirrt schon der Kopf. Die Nachkommen beim Hades-Erprobungslabor, sie hatten einen Klon von Elizabeth Sobeck. Das passt auch zur These, dass sie hier sind, um Zero-Dawn-Technologien zu plündern, nicht wahr? Ja. Wie du aus eigener Erfahrung weißt, funktioniert ein Klon von Elizabeth Sobeck wie eine Art Schlüssel zum Terraforming-System. Aber wie kommen die an einen Klon? Auf der Odyssee waren schätzungsweise 200.000 menschliche Zygoten, Millionen tierische Zygoten und Milliarden Pflanzensamen. Es ist vorstellbar, dass Elizabeth Sobecks Genmaterial kopiert wurde, mit ihrem Wissen oder ohne, und im Schiffslager mitgeführt wurde. Das ist gut, aber ich meine, dieser Klon, wie konnte sie dabei mitmachen? Elizabeths Traum zerstören. Das ist böse. Das ist schwer zu sagen. Vielleicht hilft sie der Gruppe ja, weil sie ihre Ziele teilt. Oder vielleicht ist sie eine Untertanin und hat keine Wahl, als ihnen zu gehorchen. Elizabeth Sobeck als Untertanin? Ich glaube nicht. Das Ausrottungssignal weckte nicht nur Hades, sondern auch das Bewusstsein der Unterfunktion. Warum? Das habe ich mich selbst gefragt. So wie ich das sehe, war Hades das einzige Ziel.
und das teilweise vorhandene Bewusstsein der anderen Unterfunktionen ein Nebenprodukt. Also konnte das Signal nur von jemandem stammen, der das System in- und auswendig kennt, richtig? Ja, das Signal war außergewöhnlich präzise und höchst fortschrittlich. Wären seine Absichten nicht so böse, würde ich den Kopf oder die Köpfe dahinter bewundern. Wenn die Nachfahren also auf einem Raumschiff zur Erde kamen, dann ist ihre Technologie wohl in vielerlei Hinsicht sehr mächtig, nicht wahr? Ja, wie deine Begegnung mit ihnen im Labor eindrucksvoll bewiesen hat, setzen sie wohl sehr gern Roboter-Servitoren ein. Außerdem verfügen sie anscheinend über eine Art Energieschutzfeld, das sie vor Schaden beschützt. Aber hallo, mein Gegner war schier unzerstörbar. Im Laufe der Geschichte wurde jede Verteidigungstechnologie irgendwann von einem offensiven Gegenstück bezwungen. Vielleicht kann man ihre Schilde irgendwie bezwingen. Ja, das hoffe ich. Sonst werde ich so schnell keine Gefechte gegen sie gewinnen. Woher weißt du, dass das Ausrottungssignal von Sirius kam? Der Schlüssel enthielt Daten deines Fokus, von Silence Befragung von Hades. Es war die Dauer des Signals selbst, 17,22 Jahre. Das ergibt keinen Sinn. Du meintest, das Signal brauchte 8,6 Jahre von Sirius hierher. Warum sollte das Signal weitergehen, nachdem es empfangen wurde und du dich hochgejagt hast? Weil der Absender nicht wusste, dass das passiert ist, bis er es von Hades erfuhr. Und das dauert nochmal 8,6 Jahre. Korrekt. Erst dann würde das Signal aufhören zu senden, nach insgesamt 17,22 Jahren. Also verriet mir die Hälfte der Dauer die zurückgelegte Strecke des Signals. Und so suchte ich einfach in meiner astronomischen Datenbank nach relevanten Orten, 8,6 Lichtjahre entfernt. Da Far Zenith eigentlich dorthin wollte, war Sirius die einzig logische Quelle. Die 3 Unterfunktionen, die du gefunden hast, was wissen wir über sie? Alle 3 sind relevant für aktuelle Probleme der Biosphäre. Äther soll die Atmosphäre entgiften und die Wetterbedingungen moderieren. Poseidon kontrolliert die organische und chemische Zusammensetzung von Wasserquellen. Demeter sät, düngt und pflegt das Pflanzenleben. Wenn ich alle 3 wieder habe, wird das meine heuristische Prozessordichte ganz enorm erhöhen. Aber Vorsicht! Ihre Reaktionen auf mein Suchmuster waren atypisch. Menschlich gesagt sind sie verängstigt, allein und paranoid. Wie Minerva. Sie müssen wieder ganz werden. Ganz genau. Die fehlenden Unterfunktionen. Was weißt du alles über sie? Artemis hat zahlreiche Tierarten in die Fauna reintegriert. Elupia war es, die eine neue Generation von Menschen geboren, genährt und akkulturiert hat. Apollos Aufgabe bestand darin, gewaltige Archive von Wissen und Kultur zu organisieren und zu verbreiten. Unglücklicherweise wurden sämtliche Apollo-Archive am 2. Februar 2066 auf Befehl von Ted Faraugh gelöscht. Faraugh, hä? Ich hasse den Typen. Nachvollziehbar. Er war offenbar krankhaft narzisstisch, impulsiv und instabil. Die 3 fehlenden Funktionen haben ihren Zweck bereits erfüllt. Oder dies wurde verhindert. Brauchst du sie denn noch? Wenn irgendwie möglich, ja. Ihre verbleibenden Elemente würden meine heuristische Prozessordichte erhöhen. Leider fehlt mir die Möglichkeit, sie zu finden. Sie sind einfach spurlos verschwunden. Du sagtest, du brauchst Hephaestus, um das Leben zu retten. Warum? Jede Unterfunktion hat ihren Wert, aber Hephaestus ist bei weitem am wichtigsten. Nur wenn ich wieder mit ihm verschmelze, kann ich wieder neue Maschinen an Brutstätten entwerfen und in Masse für den Planeten produzieren.
Nur mit ihm kann ich neue Maschinen programmieren und alten neue Aufgaben geben, um den Schaden an der Umwelt umzukehren. Die anderen Unterfunktionen könnten uns Zeit erkaufen, aber ohne Hephaestus kann ich das Massenaussterben nicht verhindern. Wenn Hephaestus wirklich so wichtig ist, gibt es dann keinen Weg, ihn zuerst zu holen? Das ist leider völlig unmöglich. In meinem aktuellen Status, verschmolzen mit Minerva, habe ich weniger als ein Fünftel, 18,8% meiner Regelprozessorkapazität. Hephaestus bietet weit mehr. Würden wir unter diesen Umständen eine Verschmelzung versuchen, würde Hephaestus eher mich absorbieren und nicht umgekehrt. Eine Verschmelzung ist erst möglich, wenn meine Prozessordichte seine eigene übersteigt. Und wie viele Unterfunktionen werden wir dafür brauchen? Wenn ich Äther, Demeter und Poseidon habe, steigt meine Netzwerkkapazität auf 41,6%. Das ist mehr als Hephaestus hat. Moin moin. Du meintest, Hephaestus ist nicht nur an einem Ort. Korrekt. Anders als die anderen Unterfunktionen, die an physische Prozessoren gebunden sind, ist Hephaestus im gesamten weltweiten Netzwerk verteilt, das die Brutstätten verbindet. Wenn die Zeit dann also gekommen ist, ihn zu holen, wie stellen wir es an? Ich weiß es nicht. Während du die letzten Unterfunktionen beschaffst, werde ich versuchen, eine Lösung zu finden. Also, sobald Hephaestus mit dir verschmolzen ist, kannst du wieder eine Massenproduktion von Maschinen in Brutstätten weltweit durchführen? Ja. Und das Verhalten der Maschinen festlegen. Oder sie sogar direkt steuern. Könntest du eine Armee Maschinen bauen? Die die Nachfahren von Far Zenith eliminiert? Es liegt in meiner Natur, sämtliche nötigen Schritte zu unternehmen, die das Leben schützen, vor allem das Menschliche. Also ja, sobald ich die Fähigkeiten von Hephaestus habe, könnte ich eine solche Armee bauen und befehligen. Angesichts der Bedrohung durch Far Zenith könnte das unsere einzige Option sein. Allerdings muss ich zugeben, dass ich eine solche Technologie nur ungern zum Töten einsetze, egal wie aggressiv der Feind sein mag. Das ist gut. Das heißt, du hast ein Gewissen. Wie es Elisabeth wollte. Genau. Also ich bei F PS4 Pro. PS5 war es mir nicht wert. Jetzt könnte man Fischfutter probieren, gibt Schlimmeres. Aber ich glaube ganz ehrlich noch nicht. Muss ja nicht. Okay, es gibt noch mehr zu erklären. Wenn die Nachfahren also auf einem Raumschiff zur Erde kamen, dann ist ihre Technologie wohl in vielerlei Hinsicht sehr mächtig, nicht wahr? Ja, wie deine Begegnung mit ihnen im Labor eindrucksvoll bewiesen hat, setzen sie wohl sehr gern Roboter-Servitor. Außerdem verfügen sie anscheinend über eine Art Energieschutzfeld, das sie vor Schaden beschützt. Aber hallo, mein Gegner war schier und... Im Laufe der Geschichte jede, zum Beispiel, wenn ich Hephaestus könnte kein... Es gibt also Hoffnung. Gibt es immer. Wie sieht es mit der Biosphäre aus? Funktioniert das Terraforming-System überhaupt? Eigentlich hat das Terraforming-System niemals aufgehört zu funktionieren. Allerdings gibt es seit der Zerstörung meiner Vorgängerin keine zentrale, übergeordnete Intelligenz, die die Roboterelemente überwacht und ihnen Aufgaben erteilt. Als Folge davon häufen sich die Fehler und jeden Tag kippt die Biosphäre etwas mehr in Richtung ihres Untergangs. In den letzten Monaten wurden Störungen in der Biosphäre offensichtlich. Aber diese Indikatorphänomene sind nur ein sehr kleiner Ausschnitt der beschleunigenden Kreisläufe der Umweltprobleme.
die die Biosphäre der Erde zum Kollaps bringen. Und du kannst nichts tun, um das aufzuhalten. Wenn du mir Äther, Poseidon und Demeter zurückbringst, dann kann ich kleine Reparaturen an Teilen des Systems vornehmen. Das Wetter wird besser, das Wasser wird sauberer und wucherndes Wachstum gezähmt. Aber das alles kann den Kollaps nicht verhindern. Es verschafft uns nur Zeit. Nur mit Hephaestus kann ich neue Roboter entwerfen und herstellen, die den entstandenen Schaden dauerhaft umkehren können. Alle Mühen müssen auf dieses Ziel gerichtet sein. Wie lange bleibt uns dann? Im Augenblick, ohne neue Faktoren, wird die Biosphäre in ungefähr 4 Monaten unweigerlich verloren sein. Und wenn ich Äther, Demeter, Poseidon mit dir verschmelze? Wir würden nur ein paar Monate gewinnen. Naja, jedes bisschen zählt. Ich sollte dann wohl mal langsam Unterfunktionen sammeln gehen. Was weißt du über ihre Positionen? Als meine Vorgängerin sich zerstörte, suchten die Unterfunktionen nach geeigneten physischen Prozessoren. Du suchst also jeweils nach einem leistungsstarken Computer, der sie enthält. Äther ist am nächsten und könnte somit am einfachsten zu beschaffen sein. Allerdings scheint es sich inmitten von Tenakt-Gebiet zu befinden. Mein Wissen über den Stamm ist begrenzt auf die Daten auf deinem Fokus, aber sie haben offenbar einen extremen Hang zur Gewalt. Das ist schön ausgedrückt. Was ist mit Poseidon und Demeter? Poseidon hat Zuflucht in der Wüste südlich von hier gesucht. Meine geografischen Daten weisen dort auf eine große Siedlung der alten Welt hin, die Las Vegas genannt wurde. Eine Ruine mitten in der Wüste, ja? Seltsamer Ort für eine Wasser-KI. Stimmt. Was Demeter angeht, sie befindet sich wohl an der Küste tief im Westen. Leider kann ich keine relevanten Daten zu dieser Region zur Verfügung stellen. Daher könnte das unser schwierigstes Ziel sein. Okay, also müssen 3 Unterfunktionen beschafft werden. Äther irgendwo tief im Tenakt-Gebiet, Poseidon in der Wüste und Demeter an der Küste. Wo wirst du anfangen? Boah, wo fangen wir da jetzt an? Wir sind aktuell Stufe 20. Äther ist Stufe 17, also locker easy. Poseidon ist Stufe 22 und Demeter Stufe 24. Ich denke, keines der 3 ist ein Problem. Denn bis dass wir zu den Positionen kämen, sind wir bestimmt Stufe 24, 25. Poseidon und Äther sind am nächsten. Demeter, glaube ich, machen wir zum Schluss. Fangen wir mit Äther an. Ich hole mir wohl Äther. Dann lege ich Äther auf deinem Fokus als Ziel fest. Wenn du Erfolg hast, kann ich damit vielleicht die schlimmsten Stürme der Region bändigen. Aber ich brauche Hephaestus und seine Kontrolle über Maschinen, um die Biosphäre dauerhaft zu stabilisieren. Wenn du es dir anders überlegst, kannst du dein Ziel jederzeit über dein Fokus-Interface ändern. Ich werde außerdem eine Zusammenfassung verfügbarer Daten über die Unterfunktionen an dich übertragen. Kann ich noch etwas für dich tun? Ich weiß, dass auf dich viel Arbeit wartet. Denke ich auch. Stimmt etwas nicht? Ich weiß nicht, also... Elisabeth hat die Messlatte hochgesetzt. Sie hatte den Plan, das Leben auf Erden zu retten, aber vieles ging schief und jetzt hängt eben alles von mir ab. Meinst du, ich schaffe das alles? Das System vereinen, Zenith besiegen?
Ihrem Beispiel folgen? Definitiv. In ihrer letzten Botschaft drückte meine Vorgängerin ihren festen Glauben an deinen Erfolg aus. Durch dich wird alles möglich. Du hast Hades beseitigt und meinen Systemkern neu gestartet. Du wirst erfolgreich sein. Danke, Gaia. Also ich sollte dann mal los. Die Ausgänge der Einrichtung sind nun offen. Einer davon führt nach Westen. Der andere führt den Berg hinab nach Reinklang, falls du nach Osten zurück willst. Baal? Wow, daran muss ich mich noch gewöhnen. Bist du's, Aloy? Ja. Gaia hat nun die Ausgänge geöffnet. Wartest du mit Zoe an der Westtür? Sind gleich da. Erkunde die Basis optional, das machen wir jetzt dabei nicht. Die Unterfunktionen. Entgiftung der Erdatmosphäre, das sind jetzt nochmal die ganzen Dinge, wie es sein soll. Poseidon ist in den Ruinen von Las Vegas. Also auf das bin ich wirklich gespannt. Wie sie das umgesetzt haben. Ist jetzt das? Unbekannt. Funktionsterminal, Ausgänge. Haben wir noch mehr? Oh Gott. Minerva, Hephaestus, Aether. Artemis, Apollo, Demeter, Poseidon. Das sind die Unterfunktionen, die wir jetzt benötigen. Dann haben wir noch Spulen und Gewebe. Frostverteidigung. Flughorn. Die Brutstätte ist schon wieder so lange her, dass ich es komplett vergessen habe. Dass das eigentlich gerade unser Anfang war. So, Geierkern haben wir noch immer. Okay, dann erkunde die Basis brauchen wir gerade nicht. Quest. Na, jetzt. Hauptquest. Das Auge der. Also, müssen wir erst verlassen. Okay, verlassen wir erst die Basis. Okay. Ich muss Aether für Gaia zurückbringen. Baal und So warten am Westausgang auf mich. Ich könnte auch erst nach Osten gehen. Nachsehen, wie es Reinklang nach dem Angriff geht. Oder ich sehe mich hier noch etwas um. Ach so. Ja, wollen wir noch wissen. Erkunde die Basis. Na. Sicher? Ja, ich glaube, es ist besser so. Nach dir, Aloy. Ich muss weiter nach Westen. Ich sammle mehr von Gaias Komponenten, um sie zu stärken. Ihr beide könnt so lange hier bleiben. Gaia erzählt euch alles Neue. Ich will euch nicht loswerden. Das ist Training. Also, ich gehe wieder nach Osten und hol Erend. Bring ihn her. Schau, Verbündete, Freunde können helfen. Wir können jetzt hier wohnen. Und wie du sagtest, erklärt Gaia uns alles. Das wird schon. Okay. Dann nimm die. Einer für jetzt, einer als Reserve. Wenn du schon dort bist, schau in Steinhall bei Milu vorbei. Sie soll Talana sagen, dass ich einen Weg über die Berge gefunden habe. Danke. Und du? Gehst du mit ihm? Nein. Nach den Geschehnissen in der Höhle bleibe ich lieber erstmal hier. Ich muss über vieles nachdenken. Wenn du wieder zurück bist, kann ich dir vielleicht etwas beibringen. Ich freue mich drauf.
Wann kommst du zurück? Ich weiß noch nicht. Aber hoffentlich habe ich dann eine von Gaias Komponenten. Vorsicht da draußen. Sogar in Reinklang hörten wir davon, dass die Tenakt unter Stürmen, Maschinen und jetzt Regala leiden. Macht euch keine Sorgen. Ich komme klar. Gute Jagd, Aloy. Die Tenakt-Clanlande. Irgendwo da draußen sind 3 von Gaias Unterfunktionen. Und wer weiß, was sonst noch. Okelidokeli. Wie hoch der Schnee wohl nachher liegt? Also, wir haben einiges an Fähigkeiten. Äther, Poseidon, Demeter. Müsste auf der Karte vermerkt sein. Da ist Poseidon, also Las Vegas. Da ist Brutstätte. Ah, da ist Äther und Demeter ist dort. Und da ist jetzt unsere neue Basis. Rebellen-Außenposten Reinklang. Oder Jagdgebiet. Okay, im Osten ist noch ein bisschen was zum Erledigen. Flugschreiber Sporen, blockierter Weg. Aber wir müssen ja sowieso noch ein bisschen was lernen. Aus dem Grund werden wir wahrscheinlich erstmal im Westen bleiben, gehen wir dann in den Osten zurück. Und ja. Machen wir dann die Sachen zu Ende. So, auf jeden Fall Überschild. Schildgesundheit 400 lenkt 20% des Nahkampfschadens auf den Angreifer ab. Das Schild explodiert, wenn er verbraucht ist und verursacht Schockschaden. Auf jeden Fall. Haben wir das schon mal verbessert. Ein Mutstoß vervollständigt. Niedrige Gesundheit, Nahkampf. Verursachen mehr Schaden, wenn du schwer verwundet bist. Nutzt mir aktuell relativ wenig. Tarnfähigkeit, Stoßschaden aus einer Distanz. Gestützter Schuss. Feuere einen mächtigen Schuss aus kniender Position, der beim Auftreten explodiert. Verbraucht bis zu 3 Pfeile dessen momentan ausgewählten Typs und eine große Menge Waffenausdauer. Explosion oder Explosionspfeil. Nahkampfangriffe sind leiser. Ein stiller Schlag verursacht mehr Schaden. Stiller Schlag stellt Waffenausdauer wieder her und erlangt zusätzlich Mut, wenn du den stillen Schlag benutzt. Okay. Berittene Verteidigung, Maschinenschaden. Dauerhafte Überbrückung. Gibt es da Stufen? Ja. 60 Sekunden. Was ist das Maximum? Wahrscheinlich nicht. Nein. Das braucht man aber eigentlich aktuell gar nicht. Schwere Waffe verursacht mehr Schaden. Experten brauchen wir auch nicht. Mutstoß. Baue Mut schneller auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Munitionsexpertin, Konzentration plus. Plus 200% maximale Konzentration. Auf jeden Fall. Munitionsexpertin. Ah. Und schwere Waffen, Ultraschuss, Bolzenschießer und niederschmetternder Schuss. Okay. Fähigkeitspunkte sind sowieso vergeben. Also, Stufe 21 haben wir auch erreicht. Wahnsinn. Gut. Oh, ich mache jetzt noch mal ganz kurze Pause. Ich muss auf die Toilette unbedingt.
So. Habe ich ganz toll gemacht. Noch was. Ah. Wollen wir später zusammen wischen. Nein, ich hab grad nichts verschickt. Stimmt nicht. Okay. Dann schauen wir mal zu deinem Lagerfeuer und zu deinem Feuerdorner Rückenarsenal. Kann ich da irgendwie noch unten? Danke. So. Das macht man irgendwann später. Schlimm. Gut, dann ab nach unten. Wie das rauscht. Wie das rauscht. Nebenaufgabe, stimmt, die haben wir an. Haben wir die schon alle gehört? Ich glaube schon. Ein neues Gerücht. Lass dich mal ansehen, Fremde. Du bist die Fremde, die sich gegen Regala und ihre Rebellen gestellt hat. Nur, wenn wir uns hier verstehen. Keine Sorge, ich bin nicht hier, um dein Blut zu trinken. Oder was immer ihr Ostländer von uns denkt. Beim Schlachten an der Gesandtschaft ging es nicht um dich. Trotzdem hast du den Marschällen beigestanden. Wenn es nach mir geht, bist du keine Feindin der Tenakt. Aber du wirst Hilfe brauchen, wenn du in den Clanlanden überleben willst. Als Späherin höre und sehe ich eine ganze Menge. Ich kann das mit dir teilen, um dir zu helfen. Das wäre nett. Na dann, falls du jemals schnell Schutz suchst. Im Norden gibt es einen alten Tunnel, den die Maschinen meiden. Ich habe oft versucht, weiter hinein zu gelangen. Aber er ist blockiert. Was auch immer die 10 darin hatten, sie haben es weggesperrt. Danke fürs Bescheid sagen. Eine Reliktruine. Wo warte? Achso. Ich würde sagen, wir machen uns einfach auf den Weg zu der Hauptmission. Überlege aber, ehrlich gesagt, ob wir nicht doch Poseidon nehmen sollten. Gehen wir nach unten. Geiergabelbein und den Langhals da. Ein uralter Tunnel, hä? Vielleicht sollte ich ihn mir ansehen, wenn... Jäger. Ich mag leider keinen Kriegsbogen nicht. Kriegerbogen sind überhaupt nicht mein Stil. Bolzenschuss ist die Frage. Was das einzige Gerät mit Schock, das wir haben. Kann ich da Esse wieder zurückkaufen? So Spitzen, Breitschlund, Sachen und so weiter. Die bearbeiteten Metallblöcke und sowas auch? Anscheinend nicht.
Schade. Kann man gleich wieder verkaufen, aber wir haben aktuell genug Geld. Wir haben halt nichts mit Schock und mit einem Schussgerät hätten wir was gegen Schock. Ich befürchte nur, dass wir in der nächsten größeren Stadt was Besseres kriegen. Sonnenflügelareal. Was zur Hölle ist denn das? Vor allem wo? Da oben. Was zur Hölle ist ein Sonnenflügel? Neuer Eintrag. Sonnenflügel. Beschaffungsmaschinen mittelschwer. Danke, Sensei, für den Follow. Eine fliegende Maschine, die Solarenergie absorbiert und in Gruppen auftritt. Sie verfügt über viele Plasmaangriffe, während ihr Energieschild und ihre Beweglichkeit es erschweren, sie zu treffen. Löschwasserschaden ist gut. Puh. Legen wir uns mit dem schon an oder vermeiden wir es lieber? Schwierig. Aber gibt nichts des besonderen Loot. Gibt doch das da. Sonnenflügel Schildwerfer. Das ist Hauptupgrade Rohstoff. Und ist blau bei einem mittelschwerer einer mittelschweren Maschine. Okay. Puh. Auf jeden Fall ist das alleine. Und ich glaube, hier können wir klettern. Da müssen wir nicht einmal außen rum. Dann passt das auch wieder. Und da ist noch ein Lagerfeuer. Ah, 120 Meter wahrscheinlich auf der anderen Seite. Danke für den Follow. 1 und Mr. Nice Guy. Danke. 100%? Ja, definitiv. Na, ernsthaft? Okay, Moment. Ich hab's ja leider nicht offen. Danke. Ich krieg sowas eigentlich nicht mit, weil mir die Zahlen eigentlich relativ egal sind, aber danke. So, Herzchen in den Chat. So. Und sogar noch übertrieben mit 101. Keine Punktlandung, aber trotzdem danke. So, wir haben 3 Sonnenflügel. Ab Stufe 20. Das eine gute Idee war? Ich glaube, nein. Genau, da ist das Lagerfeuer. Aber ist egal, wir haben unten gespeichert. Schwach gegen Löschwasser. Richtet hier nicht viel aus. Brauche auf jeden Fall so ein Upgrade-Teil. Munition und los geht's. Sollte nur wissen, wo das ist. Zünder, Rohstoffbehälter. Was? Okay. Nein, da bleiben!
Oh. Landet dieser? Sonst habe ich mit Löschwasser keine Chance. Au! So, Löschwasser. Ja, mit dir. Wow. Okay, das hat mir erledigt. Heilen. So ein Teil. Ist ernsthaft blau. Au. Bist du hinter jetzt ein Start? Was zur Hölle war das? Hilfe! Okay. Muss was einfallen. Vor allem, ich möchte ja nur sein Teil. So, jetzt kann's drauf gehen. Au! Oh, lecker. Okay. Also ich glaube, die anderen beiden lose links liegen. Löschwasser, Spule. Immerhin haben wir zwei Bauteile. Boah. Weil da oben waren noch zwei, aber. Also. Nicht lustig. Dafür kriegt man zwei blaue Teile. Für das, dass man 10-mal drauf schon ist, das abfallen. Das ist ja ein Wahnsinn. So, gehen wir einmal speichern. Ein neues Gerücht? Ich sehe dich, Streiterin. Bitte, setz. Kann man Wildbeeren kaufen? Nein. Dann nutzt man doch gar nichts. Neues Gerücht. Na.
Im Moment nicht. So, nächsten Tiere. Spitzenfeuerdornrücken. Eine Variante des Jägerkillers, die an ihren schwarzen und goldenen Rüstungsplatten sowie lilafarbenen Muskeln zu erkennen sind. Sie wurden modifiziert, um wesentlich robuster und tödlicher zu sein. Schwach gegen Frost, das ist gut. Es ist sehr gut. Dann Rückenstoßzahn. Und da haben wir Feuer. Löst beim Abschuss mit Feuerschaden eine Elementarexplosion aus. Okay. Feuer ist da. Ist da noch einer? Hierfür gibt es etwas Besseres als Feuer. Ist nur einer. Okay. Oh, hat zwei. Jai. Egal. Au. Okay. So leicht habe ich den noch nicht erlegt. Ein Jägerkiller. Ein Wächter. Munition. Einmal. Ist der Eiszeit schon wieder vorbei? Das geht ja gar nicht. Locker easy. Also mittlerweile sind die nimmer die Herausforderung, die es mal waren. Grünglandsplitter. Okay. Das wäre dann erledigt. Heilung ist wichtig für den ersten Moment. War da Verderbnis oder was auch immer? Anscheinend. Okay. Holzmäßig schaut's wie aus? Ziemlich gut. Was ist da? Immer gut, einen Vorrat zu haben. Stürmer. Longbein. Spitzenlongbein. Ist das gleiche, nur verbessert. What? Jetzt mal schauen, ich nachschau. Maschinenkatalog. Schlängelzahn, Phantom. Plünderer. Plünderer und Spitzenplünderer. Da gibt es wahrscheinlich auch noch die Spitzenplünderer, whatever. Flughorn. Hätte ich sogar gemeint, habe ich schon gesehen. Oder ist das dann wieder extra? Ah, das war ein Grimmhorn. Sonnenflügel gibt es noch einen. Longbein. Longbein und Spitzenlongbein. Okay. Und dann echt mal nachschauen.
Bei den Waffen und Outfits nicht, dass wir mich schon ein bisschen die Spulen haben, die wo wir noch nicht verwendet haben. Konzentrationsregeneration, das lassen wir so. Zielgeschwindigkeit und eine Frostspule. Da haben wir bestimmt. Na. Schade. Gewebewert. So. Agilitätsschaden, Abrissschaden, allgemeiner Schaden haben wir nichts. Überspannungsschaden, kritischer Trefferschaden. Ja, lassen wir bei dem. Scharfschussbogen. Überspannungsschaden kann man da noch eventuell verwenden. Okay. Frage ist, legen wir uns mit denen an. Unbekannter Unterschlupf. Aha. Da würde ich gern um mich. Auf jeden Fall. Och, muss so, geht schneller. Erfüllt den gleichen Zweck. Was passiert eigentlich mit meiner Lebensleiste die ganze Zeit? Hier kann ich durchatmen. Werkbank, Vorrat, alles vor Ort. Perfekt. Genau das, was ich gebraucht habe. Mal Rohstoffe auffüllen. Dann kurz schnell speichern und an die Werkbank. So. Waffen-Upgrade. Da fehlt uns Material. Oder? Brüllrückenbeutelgewebe. Brüllrücken, glaube ich, habe ich noch nicht einmal gesehen. Da wollte ich noch schauen. Rollrücken, Hammerschweif, Sonnenflügel. Primärnerv. Hammer. Laserspeer stellen. Also die ist mehr zum Schleichen. Frost und Feuer. Eigentlich nichts, was wir brauchen. Da brauchen wir eigentlich nur noch Tiere, die wir noch nicht gefunden haben. Ansonsten können wir weitergehen. Da gibt es Geiergabelbein. Schon wieder Feuerdornrücken. So. Auf alle Fälle ist er irgendwie ein bisschen düsterer als im Osten. Gefühlt. Oh. Scannen wir mal kurz. Okay, das sind wieder welche. Ich glaube aber, die umgehe ich dieses Mal. Ein guter Zeitpunkt für Schockmunition. Rotfuchs. Geil. Zwei Geier hätten wir erlegt. Wildfleisch. Vogelfleisch. Ah ja, ernst? Ein Skorpion? Gut, der bringt mir bestimmt nichts. Was einmal wichtig wäre, war Langhals und so. Ich mich gerne mal mit zu deinem Langhals. Dann sehen wir zumindest, wo wir rumreisen.
Eine Tenakt-Siedlung. Ich muss aufpassen, wo ich hintrete. Ah, unbekannte Siedlung, unbekanntes Lavafeuer. Kann ich da noch oben? Irgendwie? Also da oder irgendwie so? Also Klettern ist keine Option. Und dann nur so. Ein starker Duft. Schaut aus wie ein Brüllrücken. Und da bin ich jetzt gespannt. Pfeilhand. Der fährt einfach durch. Anscheinend. Das sind mehrere Brüllrücken. Okay. Wie war die Antwort? Fremde. Brauchst du Eine Jägerin. Ankerseilwerfer. Wechselhandschuh. Dieser nützliche Seilwerfer benutzt Schockseile, um Schaden über Zeit und einen Bereich mit Restschaden zu verursachen. Außerdem können damit Löschwasserkanister-Harpunen abgefeuert werden. Hört sich ganz ehrlich interessant an. Vor allem die Löschwasserkanister-Harpunen. Oh, ich war ganz ehrlich noch. Was gibt's da? Löschwasser und Frost. Reißschaden 12%, 499. Schaden über Zeit. Kritischer Treffer. Lösch und Frost. Einmal. Einmal. Definitiv. Rohstoffe. Deine Scherbe. Dann Spule. Das macht gleich ein bisschen was aus. Und Reißschaden. Plus 7. Seilwerfer, den kann man dann eigentlich loswerden, wenn wir den Ohren haben. Haben jetzt Rohstoffe schon wieder Neues. Vogelfleisch. Und? Stacheln. Okay. Werkbank, aber der wird unverändert sein. Ich denke. Yep. Ja, geht mir genau. So, Vorrat. Oben ist was unbekannt. Wir haben erzählt, die Rebellen seien im Anmarsch. So oder so wird dieser Krieg. spielen? Okay. Übrigens habe ich seit unserem letzten... Okay. Kräuterkenner im Rauge Ich muss mir eigentlich. von einem Kaplan nicht sagen lassen, wann ich kämpfe. Hört zu. Ohne Herzen kriegen wir kein Wasser. Dann sterben alle. Was ist los? Ich gehe zurück zu den Pferchen. Ich nehme die Maschinen selber aus. Das waren Maschinen? Eine Ostländerin mit blutroten Haaren. Die Fremde aus der Gesandtschaft. Du hast Gruda getötet. Regalas Streiter. Er gehörte zu uns. Ich heiße Aloy und ich bin nicht auf Ärger aus. Vielleicht könnten wir aber Ärger brauchen. Meine Leute ernten da draußen eine große Herde. Wir sammeln die Herzen, schicken sie in die Hauptstadt, werden in Wasser bezahlt. Es wird jedes Jahr schwieriger. Tödliche Maschinen verteidigen die Herde.
Der letzte Angriff kam, als wir die Herde einpferchten. Sind fast alle draufgegangen. Aber unsere Beute ist noch in dem Pferchen, also kann ich ihre Herzen gegen das Wasser eintauschen, das wir brauchen. Wenn du alleine da rausgehst, wirst du umgebracht, Drakar. Ich gehe nicht allein, Kaplan. Die große Streiterbezwingerin kommt mit. Vielleicht beantwortest du mir erst ein paar Fragen. Du hast gesagt, die Hauptstadt gibt euch Wasser. Sie gibt nicht. Wir zahlen Maschinenteile als Tribut. Herzen sind am wertvollsten. Alle anderen Wüstendörfer handeln mit Rohstoffen. Doch die Hauptstadt von Brennspeer ist die einzige mit dauerhafter Wasserversorgung. Hier im Trockenland ist das, als würden sie über Leben und Tod entscheiden. So ist der Lauf der Wüste. So haben wir immer überlebt. Ja. Ich helfe dir, die eingepferchten Maschinen zu ernten. Vermutlich solltest du das nicht allein machen. Dein Dorf scheint dich gerade zu brauchen. Ich mag sie. Eine Fremde nach meinem Herzen. Wir können jetzt gehen oder uns an dem Außenposten im Südosten treffen. Warum nicht gleich? Ich gehe mit dir. In Ordnung. Gehen wir zur südöstlichen Schlucht. Mögen dich die 10 beschützen. Ich warte auf dich und erstatte der Hauptstadt Bericht. Ja, tu das. Wir gehen auf Jagd. Hier lang. Je schneller wir diese Winter Herzen ist haben, desto eilig. schneller bekommen wir Wasser. Ja, ich auch. Unglaublich, dass Keinen eine Fremde Schritt uns weiter. hilft. Unser Die eigener Clan Tenakt aber dulden keine Fremden in den nicht. Und hier Clanlanden. Taka wagt es mir Ich zu habe sagen, dass die Transitrecht von Kommandantin Marschall einen guten Grund hat, verschafft. streng mit Ich Wasser will nicht zu sein. kämpfen. Glaubst du das? Haare wie Blut. Das ist die Kriegerin, die Gruda besiegt hat. Streiter der Verräterin Regala. Es obliegt nicht uns, sie zu töten. Du darfst eintreten. Aber benimm dich. Du wirst beobachtet. Ich werde dran denken. Glaubt, das war nicht so gedacht. Ich bin nämlich von oben gekommen. Nicht von unten. Glaubst du das? So. Ich glaube, dass sie immer über die Wasserknappheit in der Wüste redet. Aber verdurstet irgendwer in Brennspeer? Oder ihr eigener Trupp? Nein. Ich glaube, sie waschen sich damit die Hände. Unser Clan sollte von jemandem angeführt werden, der sich mit Mangel auskennt. Der weiß, wie man ums Überleben Was haben wir denn da? Ich vermute, du meinst dich selber. Eine Krötenechse. Krötenechse Knochen. Ach, noch ganz Ich habe um wieder. jeden Schluck Wasser in meinem Leben gekämpft. Ich weiß, dass ich der bessere Kämpfer bin. Und ich bin hübscher. Aha. Ich würde dafür sorgen, dass alle genug Wasser haben. Egal Mein aus Rucksack welchem ist voll. Hat Jetaka nicht gesagt, dass ihr ohnehin zu wenig habt? Da würde mir schon was einfallen. Es gibt immer eine Möglichkeit. So kann man das Ganze auch sehen. Geierkoppelbein? Wieso wird mir das jetzt vorgeschlagen? Krötenechsenhaut. Ich hab's ja gewusst. Kriege ich da irgendwas? Knuspriger Skorpion. Noch mehr davon. Noch 2 Kröten. Der Skorpion. Ich habe ja keine Munition mehr. Hey, wo willst du hin? Die Pärche sind hier. Krötenechsenhaut. Questmenü öffnen. Gehe zu einer Werkbank. Also, ein Upgrade kann ich machen. Krötenechsenknochen habe ich. Kaninchen.
Prärierhund. Geier. Geier, Gabelbein. Also brauche ich eigentlich noch Geier. Und ich dachte schon, du hättest... Skorpion nutzt mir nichts. Ein Nabelschwein. Und bestimmte Geier. Ha. Ist meins. Hast du eine Verabredung? Ja, aber nicht mit dir. Wo ist das andere? Ist jetzt ernsthaft weg? Krötenechse. Raus. Na, shit happens. Ja, können wir schon wieder. Weiter geht's. Ich habe auf dich gewartet. Diese Maschinenteile ernten sich nicht von selbst. Ja, auf die Quote. Da ist es. Ich brauche mehr Munition. Mir nach. Oh, jetzt hat ein Geier verpasst wegen dir. Ist der ernsthaft despawn? Unerhört. Du darfst dir alle Vorräte nehmen, die du findest. Vielleicht brauchst du sie. Danke. Na also, dann mal los. Na, so groß. Da gibt's aber viel. Sachen für den Vorrat. Was hat eine Nora dann im verbotenen Westen zu suchen? Wer sagt, dass ich nach etwas suche? Wisst ihr, was geht sie das an? Ich will etwas in Ordnung. Dann warte ich wohl hier auf dich. Behemoth. Eine schwere Transportmaschine. Eine große Transportmaschine, die Rohstoffe für kleine Maschinen sammelt. Wird sie provoziert, nutzt sie ihr Anti-Schwerkraftsystem, um Felsbrocken zu schleudern. Schwach gegen Feuer und Säure, stark gegen Frost und Schock. Gibt's Behemoth Kraftlader, Hauptupgrade. Ansonsten enthält wertvolle Rohstoffe. Bauteil wird zerstört, wenn es nicht entfernt wird. Ah ja. Säurekanister. Dieses Hauptupgrade. Frostbrüllrücken. Mittelschwere Transport. Eine mittelgroße Transportmaschine, die große Mengen an unbeständiger Flüssigkeit auf ihren Rücken trägt, die sie für ihre Frostangriffe nutzt, um Bereiche mit Restschaden zu verursachen. Schwach gegen Feuer, stark gegen Frost. Kühlsaft ist Art Sprengstoff. Brüllrücken-Beutelgewebe. Das ist genau das, was ich brauche. Glaube ich. Für irgendwo. Ich weiß nicht mehr für was. Bauteil auf der Maschine lassen, um wertvolle Ressourcen zu erhalten. Darf ich nicht abschießen. Dann wiederum ja, dann nein. Feuerreishorn? Kannst du bitte weggehen? Ich hab Angst vor dem Behemoth. Dann sind wir bereits begegnet. Das war blau.
möchte jetzt eigentlich nicht den Kampf gegen die 3 Großen. Also lose dein Geier definitiv Link. Das ist eigentlich unser Freund. Und sie ist zurück. Ich dachte schon, ich müsste die Maschinenteile ganz alleine ernten. Na, Du na. sagtest etwas, bevor du gingst, oder? Ich will etwas in Ordnung bringen. Verstehe. Gut, behalte deine Geheimnisse. Ich sollte wohl dankbar sein, dass du meine Probleme auch in Ordnung bringen willst. Nabelschwein. Erstmal Eine speichern. Verabredung? Verabredung ja oder nein? Geht dir nichts an. Okay. Geht nicht dabei. Muss Tiere jagen. Ich bin in einem neuen Ich Gebiet. dachte schon, du hättest mich vergessen. Wir müssen Nee. Maschinenteile ernten. Ja, Maschinen laufen ja nicht davor. In der Regel. Feuerbrüllrückenareal. Frostbrüllrücken. Wo hin? Die Pärchen sind hier. Hä? Ja dann, Ich habe komm. auf dich gewartet. Diese Maschinenteile ernten sich nicht von selbst, weißt du? Wo wäre man sind mir da. da hingeschleppt? Schon wieder Geier. Ich ernte mit dir Maschinenherzen, wenn ihr so an Wasser kommt. Ja, tun wir. In diese Schlucht treiben wir die Maschinen. Dann kesseln wir sie ein und töten sie. Gut. Wir müssen über die Absperrung reinklettern. Sind wir drin? Sei kampfbereit. Dort sind gute Leute gestorben. Mal sehen, wie sich die Streiterbezwingerin schlägt. Du zuerst, ich folge. Na, gerne doch. Wie heißt es immer? Ladies First oder so? Verwüster? Löschwassermunition dürfte hier von Vorteil sein. Verwüster. Loefoss. Okay, zeig mir deinen Weg. Bis dort vorbei. Der hat keinen Weg. Das ist ein Bog. Okay, die schwächen wir schon mal mit denen da oben. Was war jetzt da wieder? Säure und Löschwasser. Gut, Löschwasser müssen wir herstellen. Säure haben wir. Ernsthaft? Hat der Verwüster eigene Ding? Verwüster, wichtiges Bauteil, Hauptupgrade Bauteil. Nein. Ja, schön, dass du da bist. Danke für deinen Follow. Wir sehen uns bestimmt demnächst. Die Tage, wie auch immer. Okay. Dann greifen wir erst mit normale Pfeile seine Waffe an. Okay, hat gut funktioniert. Sehr gut funktioniert. Funktioniert weiterhin bestimmt nicht besser. Au, au, au. Boah.
Schild. Wir brauchen Schild. Ich muss das anders machen. Das gibt's ja nicht, dann geht mir immer Munition aus. Au, 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 au. Schnell, 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 schnell. Oh, das... Oh, schade. Hätte funktionieren können. Vor allem mit der Schildrüstung. Leider nein. Schade. Nehmen Sie später. Mhm. Er führt mich daher und dann lässt er mir allein. Sehr super Taktik. Säuremunition könnte hier helfen. Feuerreishorn. Schock. Aber Taktik an sich ist nicht schlecht. Nur sind halt die doch ein bisschen nicht ohne. Dort ist was und dort ist was. Auf ein neues. Jetzt müssen sie ja relativ gut nicht funktionieren. Mhm. Kommt schon! Liefere uns einen würdigen Kampf! Ich kann Ihre Waffen. Das ging schnell. Hey, brauchst du Munition? Lass mich hier nicht den Stich, Streiterbezwingerin. Nimm das. Einmal Schild. Einmal heilen. Die macht richtig Schaden. Oh, jetzt wieder ab. Boah. Min. Einer.
Au, au, au. Schild ist weg. Au, au. So, du bist jetzt normalerweise relativ easy. Ja, bringt mir jetzt auch nichts. Au. Oh, das gibt's ja nicht. Liegt mir einmal dort, dann ist Ende. Jetzt hätte ich beide Verwüste erledigt. Für uns einen würdigen Kampf. Hier, nimm. Na, Kim. Säure vielleicht ultime probieren. Aua. Mal sehen, was ich damit machen kann. Au, au, au. Ja, freilich haust jetzt wieder zu. Auf Blut. Genau, was ich brauche. Boah. Ich muss angreifen, solange sie getränkt ist. Au, au, au. Sie greift der. Wo ist denn eigentlich der andere?
brauche Munition. Mhm, dringendst. Numero 1. Das Metall ist brüchig geworden. Gibt's halt diese? Ich kümmere mich um die Toten. Ihre Marken müssen zu ihrer Familie. Könntest du bitte die Maschinenherzen ernten? Aha. Conny. Boah. Das sind alle Teile, die wir brauchen. Ich sollte sie zu Draka bringen. Achso, ich hätte nur Reishörner gebraucht. Naja. Zu spät. Mein Rucksack ist voll. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. Haben wir da noch irgendwelche Kleingetier oder so? Eine Taube. Nordtaube? Kann ich jetzt gerne. Egal. Was ist da noch? Kisten? Oh, nehmen wir mit. Ein bisschen Holz. Sind die schon wieder so laut? Ah! Wir sind auf der anderen Seite von Schattenspitze. Da kann man wahrscheinlich dann irgendwo durch. Nein, kann man nicht durchgehen. Kann man nicht durchgehen, aber wir haben es geschafft von der anderen Seite, dass wir es irgendwie geschafft haben, eine zu. Ja. Und im letzten Stream am Freitag gemacht. War wahrscheinlich nicht ganz legal, aber nehme ich gern mit. war egal. Geschafft haben wir es, die Nebenmission. So, da ist noch ein bisschen Heilung und Rohstoffe. Sprengpaste. Kann man immer brauchen. Mögen die Flügel der 10 dich heimtragen, Bruder. Ich hab die Herzen. Wir sollten nach Pfeilhand zurück. Ja, zumindest könnten wir die Soldaten bestatten. Moment. Da wütende Maschinen kein Problem für dich sind. Ich will noch einmal zu dem Donnerkiefer zurück. Dort starben noch mehr Kämpfer. Ich lasse sie nicht dort. Sie verdienen auch eine Bestattung. Begleitest du mich? Geh voraus. Gut, dass du dabei bist. Hat der gerade gesagt, ein Donnerkiefer? Oder habe ich es falsch verstanden? Weil, ich würde jetzt eigentlich noch nicht gegen einen Donnerkiefer kämpfen, nur mal so am Rande erzählt. Mann ja nur. Unfassbar, dass so viele sterben müssen. Für Wasser. Hast du mit deiner Kommandantin in Brennspeer gesprochen? Ach, bitte, die hört doch nur auf das Geräusch eines gespannten Bogens. Was das angeht, im Ernstfall wüsste ich deinen gerne auf meiner Seite. Bin nur auf der Durchreise, Draka. Den Versuch war's wert. Wahrscheinlich nur eine Taube gewinnt. Ja. Ja, gibt immerhin Wildfleisch.
2 gleich erledigt. Okay, Nobelschweinhaut. Nobelschweinzahn, makelloser Zahn. Und Wildfleisch. Perfekt. Brauche ich noch Kaninchenknochen. Ich schwitze. Hier ist es, wo der Donnerkiefer meinen Trupp zerfetzt hat. Tut mir leid, Raka. Sie waren Krieger, bis zum Ende. Wir sollten loslegen. Nix. Doch, Donnerkiefer. Oh Gott. Da ist noch jemand am Leben. Bei den Felsen. Okay. Achso, alter Ring und Metallbarren. Oh, egal. Nehmen wir mit. Ha! Hochgeschossen. Und noch einen. Geierfeder. Für den Vorrat. Noch Geierfeder. Bombenbeutel. Braucht man da nochmal eine Werkstatt. Wildschweinhaut. Nobelschweinhaut. Neuer Datenpunkt. Achso. Okay, nicht so wichtig. So, Inventar ist wieder voll mit heilende Beeren. Eine fortgeschrittene vertikale Schockfalle. Da hinten haben schon wieder neue Maschinen. Was brauche ich denn jetzt eigentlich noch? Halt, Aufgaben. Gänsefeder, Kaninchenhaut, Kaninchen-Nabelschweinknochen. Kaninchenknochen. Präriehund. Ja! Nabelschweinknochen, Jägerpfeilköcher. Perfekt. Jetzt brauchen wir dann wirklich los. Der Boden. Vorsicht, der Boden. Was meinst du, Soldat? Gräber. Die wird nicht nachlassen. So erledigt man das. Schweren Schlag. Nimm die Munition! Kritischer Schlag. Munition mehr. Au, wo kommst du jetzt her? Spitzengräberherz. Der Donnerkiefer ist zurück. Das wird heftig. Spitzengräber. Wie viele Gräber gibt's denn noch? Fucking voll. Ab wann ist die Aufgabe? Donnerkiefer ist ab Stufe 30. Und ab wann ist die Aufgabe, die wo ich da gerade mache? Aktiv. Stufe 17. Und soll den Donnerkiefer erlegen. Getränkt, Gegnerschaden plus 18, Säure plus 15.
Mittlerer. 495, da müssen wir auch mal upgraden. Frostjägerpfeile. Die war ja schon lang, oder? Oder sind die besser? Glaub's ja nicht. Die Korngabelbein von Geier. Also, neue Tiere haben wir definitiv. Makelloses Reishorn hier. Also, das sind Aufgaben. Ein Donnerkiefer zu erlegen ist immer eine gute Herausforderung. Du wurdest von einem Donnerkiefer getötet. Seine größte Schwäche ist Säure. Okay, der Schutz ist weggefallen. Die werden kommen, da kann ich gar nicht so schnell weg, wie ich sollte. Geht nicht. Keine Chance. Scheiße. Hier liegen viele tote Verwüster rum. Nehmen wir ihre Kanonen. Hol dir eine. Sieh das Feuer des Donnerkiefers auf mich. Letzter Schuss. Kein Problem. Ah, Schild.
Okay, das war's mit dann. Ohne Munition kann ich nicht schießen. Boah, guter Schädelhub. Säure oder was tun wir? Ja. Geschafft! Hey, hol du das Herz des Donnerkiefers. Ich sehe nach dem Soldaten. Oh, leck mich am Arsch. Das wird reichen. Ich sollte nach Draka und dem Soldaten sehen. Ist so aus. Lassen wir die gegen einen Donnerkiefer kämpfen. Das Schlimme ist ja das, was mich noch interessiert hätte. Genau. Donnerkiefer Schweif. Den hätte ich gern gehabt. Aber naja. Sollte nicht sein. Okay, ich seh's nicht mehr. Da ist. So, damit müsste aber eigentlich der Auftrag jetzt abgeschlossen sein, oder? Also, normal darf jetzt nichts mehr kommen. Außer es kommt noch ein Babyzahn oder wie auch immer die heißen. Dann wird's kritisch. Red weiter solchen Unsinn. Ich hab geglaubt, ich schaffe es nicht. Du hast dich gut geschlagen. Du gehst nach Hause. Dank ihr hier. Du warst es, der niemanden zurücklassen wollte. Ich weiß, ich schulde dir schon einiges, aber kannst du die Herzen nach Pfeilhand bringen? Wir kommen gleich nach. Na klar. Passt auf. Mit dem Donnerkieferherzen bekommen wir genügend Wasser. Danke, Aloy. Kehre nach Pfeilhand zurück. Kann man rein theoretisch, da dort sowieso eine Werkbank ist. Das Einzige, was halt wirklich an der PS4 mangelt, ist halt die Ladezeit. Aber okay, mit dem kann man noch leben. Nur mal schauen, wie die Tränke nicht verkaufen kann.
Weil eigentlich brauche ich die nächstgrößere Stufe. Doch. Kaufen. Alle verkaufen. Zum Verkauf markieren. Makelloser Schädel. Sowas glaube ich kann man wirklich verkaufen. Barren. Und glaube ich auch. Ich jetzt bin mir unsicher. Ist egal, das verkauft mir zu mir, das bringt jetzt 200. Was haben wir da noch? Donnerkiefer Zirkulator. Und jede Menge Tier, Fell und so weiter und so fort. Kaufen käme ein kleiner Gesundheitstrank und heilende Beere. Einmal voll machen, Kostüm. Das wird mir erstmal nicht ausgehen. Ding. Vielen Dank für die Metallscherben. Unterstützung. Du bist zurück. Wo ist Draka? Nur etwas spät, Kaplan. Ich habe ein bisschen Gepäck mitgebracht. Sie hat die Maschinenherzen, auch vom Donnerkiefer. Du hättest die Flamme sehen sollen. Hier, zur Erinnerung an unseren ruhmreichen Aufstieg. Und was für ein Sieg. Das Kommando wird sehr erleichtert sein. Bring sie so schnell wie möglich nach Brennspeer. Und sag der Kommandantin, wie viele dafür starben. Jägerin, können wir reden? Gerüchte haben den Westen erreicht. Es heißt, du benutzt nicht nur Bogen und Speer, sondern auch eine Art zweites Gesicht. Besonders wenn es irgendwie um die Alten geht. So kann man es auch sagen. Es stimmt also. Du hast meinem Clan sehr geholfen, aber unsere Probleme lassen sich nicht so leicht lösen, wie Draka meint. Dein zweites Gesicht ist genau das, was wir brauchen. Worum geht es denn genau? Nicht hier. Such mich in Brennspeer. Ich erkläre dir alles. Ich komme so bald wie möglich. Gut. Der ganze Clan braucht dich. Ich brauche Hilfe. Also irgendwie scheint mir das schon wieder nicht mehr ganz. Aber Fähigkeitspunkte haben wir gekriegt. Sehr schön. Da haben wir ein paar... Dann bei Kriegerin. Resonatorschaden, Resonatoraufladung. Resonatorschaden war eigentlich auch von Vorteil, da wir den aktuell sehr häufig nutzen. Also werden wir das mal verwenden. Wuchtangriff. Schnelle Fallenherstellerin, mir stellen wir nichts her. Mutstoß. Baue Mut schneller auf. Definitiv. Reiterstoß braucht man nicht. Mit schweren Waffen mehr Schaden. Eigentlich ja. Und Konzentrationsregeneration braucht man dann auch. So, neue Munition. Warum? Warum wird mir immer wieder das gleiche als neu angezeigt? So. Ich habe keine Ahnung. Vorrat. Füllen wir mal unseren Vorrat auf. Dann. Brauchst du Vorräte? Na, eine Werkbank. Beutel Upgrade. Trankbeutel. Wechslerbeutel. Okay. Präriehund.
Also, vollen Beutel. Oh na. Jägerpfeile. Bombenbeutel. Kaninchen und Krötenhautechse. Leichter Pfeil, Präriehund. Aufgabe erstellen, Aufgabe erstellen, Aufgabe erstellen. Okay. Gut, dann haben wir zumindest jetzt schon mit 30 Pfeile. Brüllrückenbeutelgewebe, genau, das braucht man für diesen hier. Den Frostjägerbogen. Outfit braucht man Beutelgewebe, eine Stachelschnauze. Auf jeden Fall braucht man mir noch Krötenechsen. Oh, rostige Klinge. Das wird jetzt nichts mehr. Etwas Unbekanntes in 22 Metern. Bestimmt da oben. Genau, ein Koch. Haben wir da eigentlich wieder alles entdeckt, oder? Genau so schaut's aus. Haben wir da Brüllrücken. Da war das Lagerfeuer. Unbekanntes Stachelschnauzenareal. Oh, die berühmte Nora. Lass uns handeln. Na, na. Gehe in Ehre. Ach, nach unten. Mhm. So eine Stachelschnauze da die eigentlich schon gerne mitnehmen. Weil jetzt haben wir einen Donnerkiefer erlegt, was soll jetzt noch passieren? Kann nichts mehr. Und ich habe die kleinen Gesundheitstränke. Waren etwa die noch in meinem Inventar. Beziehungsweise in meinem Lager. Spitzenstachelschnauze. Eine Variante des Jägerkillers, die an ihren schwarzen und goldenen Rüstungsplatten... Okay. Ich kenne noch keine Stachelschnauze, aber danke. Beutelgewebe kriege ich nur da hinten. Bleibt bestehen, wenn getötet. Bauteil wird nicht zerstört, wenn die Maschine getötet wird. Bauteil auf der Maschine lassen, um wertvolle Rohstoffe zu erhalten. Intakt. Also darf man nicht erledigen. Und da haben wir... Oh. Gut für Säure. Wie viele? Die Maschine ist wieder... Ah, normale Stachelschnauze. Eine Beschaffungsmaschine, die Rohstoffe im Boden verflüssigt, um sie zu extrahieren. Sie zieht sich zurück, wenn sie provoziert wird und hinterlässt Dampfwolken, die Verbündete stärken und Gegner schwächen. Schwach gegen Feuer und Löschwasser. Circa 20 Minuten wird das Essen zu schon aufhören, oder was ist dein Plan? Ja. Ja. Circa 20 Minuten, also ich werde jetzt wahrscheinlich die da noch erledigen und dann schon noch in die Richtung dann beenden. Okay. Löschwasser und Säure.
Kritischer Schlag und erledigt. Beutelgewebe einer Stachelschnauze. Und ich hab gerade für einen Effekt keine Ahnung. Ich muss mich da jetzt echt einmal befassen damit. Was das für verschiedene Effekte sind. Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung. Hephaestus war wohl der... Kritischer Schlag. Sie wissen, dass irgendwas nicht stimmt. Boah. Ich glaube, das ist Klebstoff oder irgendwie sowas. Ganz was Seltsames. Oh, wieder Beutelgewebe. Okay, hier drüben nicht. Aber relativ easy schlug ich es nieder. Geschafft! So, noch ein stiller Schlag und dann... Oder ein kritischer Schlag. Ali gibt's mir noch nicht mit. Okay. Stufe 22. In Ordnung. So. Das ist Reserve für später. Gängen ja eigentlich ziemlich klar. Hallo. Ja dann. Oh, das ist ein Rebellenlager. Hätte jetzt eigentlich nicht vor, mich damit anzulegen noch. Glänzende Feder. Eine Krötenechse. Krötenechsen. Knochen.
Geier. Noch ein Geier. Das kann ich später aus Okay, dem brauche Vorrat ich eigentlich nehmen. nichts mehr. Spitzenlangbein. Schwach gegen Schock. Brauche ich da noch Teile? Langbein. Langbeinflügelbrenner brauche ich eigentlich nicht mehr. Okay. Haben wir das da auch? Da hinten ist Gabelbein. Entengabelbein. Krötenechse Präriehund. Also eigentlich wahrscheinlich, wenn ich mag, finde ich jetzt schon so ziemlich alles. Ich denke. Hab mich nicht gerade ein Lagerfeuer markiert? Ach, da drüben. Ruhig bleiben. Schlimm ist halt, ich glaube, ich brauche von dem Schwein nichts mehr. Nein. Ich brauche vom Geier nichts mehr. Ich brauche also eine Krötenechse. Und Taube, glaube ich, kriege ich nichts. Feuerbrüllrücken. Neu speichern. Können wir nochmal geschwind zurück? Ich möchte schauen, was ich noch upgraden Kind hätte. Beziehungsweise ob ich noch was upgraden Kind hätte. Muss man nochmal geschwind gucken. Gehe in Ehre. Stärke sei mit dir! Wie machen die das? Die zähmen und reiten. Wie geht das? Ich weiß auch nicht mehr als du. So, jetzt schauen wir mal. Für den Beutel, glaube ich, haben wir noch nichts. Genau. Trankherstellung. Haben wir. Und stellen wir einen mittleren her. Fallenherstellung juckt mich nicht. Genau, da haben wir es braucht. Konzentrationsregeneration, Nahkampfstoß, Feuer, Schock und Säure. Das ist jetzt am Maximum. 3 Outfits verbessern. Brüllrückenbeutelgewebe braucht man da. Und ja, da ist noch irgendwas gewesen. Nicht. Ah, dann war es das schon. Ich habe von dir gehört. Für deine Abenteuer brauchst du... So. Schon aufschauen. Nein, ich habe keine Zeit. Weißt du, was noch beeindruckender ist? Eine Maschine mitsamt Reiter zu erleben. Nur die Entschlossenen Gut. Nicht schlecht, da gibt's eine Waffe, mit der ich liebäugle. Dann Noch ein paar Medaillen. beenden wir mir das Ganze für heute. Und ich werde jetzt dann essen gehen und dann gehen wir zu der Tati auf die Couch und noch ein wenig entspannen. Morgen halt dann Urlaub. Mal schauen, morgen werde ich dann wahrscheinlich Videos machen und so weiter und so fort. Gut, aber jetzt schalten wir da mal um. Und dann haben wir da ein bisschen Musik. Und zwar so. Und ich schalte da gleich mal ab.
abgespeichert haben wir eh. Egal. Geht auch ohne. Gut, und... Auf alle Fälle bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und danke für die ganzen Followers. Wir haben 100 heute geknackt. Danke dafür. Und ja. Wann es weitergeht, weiß ich leider noch nicht. Am Dienstag gibt es Forza Horizon 5, definitiv. Das steht fest. Ja, müssen wir mal schauen. Nächstes Wochenende geht es bestimmt weiter. Vielleicht auch morgen Abend oder so. Je nach Zeit. Muss ich mal schauen. Aber gut, wie gesagt, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche noch einen wunderschönen Sonntagabend. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüssikowski.